Stream starten drücken! Der Fix! Geht überhaupt das Mikrofon? Ich weiß nicht! Keine Ahnung, der Bratenfett-Sepp hat schon wieder hergeschissen, die waren ja gar nicht online! Ah! Ich hab 6 Sekunden später auf Stream starten gedrückt. Warum geht denn da schon wieder nichts? Warum steht da immer noch warten auf Birger? Verstehe ich nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Hallo? Hallo? Warum geht YouTube schon wieder nicht? Ah! Hallo? Schmidi! Ah! Ich sag mir! Passt! Schmidi! Servus! Servus zurück! Aber du warst nicht der Erste. Ich weiß, wer der Erste war. Ich glaube, der Braten... Bratenfett-Sepp! Käse in meine Öffnung schütten. Bester Satz auf Arbeit heute. Die. Gott, ja, mein Ohrkäse kann ich in dein... in deine Öffnung schütten. Bratenfett, Schmiedi, merci dir. Ihr seid die 2 Popomänner des Abends. Hi! Ich bin's, der Birger, an einem wundervollen, zauberhaften Mittwochabend. Und heute geht's weiter mit Birgers Bumsbusenbude. Busenbumsbude, ich weiß nicht, wie es geheißen hat. Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der Eselsbein voll bis Gott. Da ist er schon seit 57. Ich wollte gerade sagen, da ist er schon seit 57 Monaten. Und der Metzinator, ja, ich vergesse die Zeit. Dann kommt der Austrian HD und scheißt den neu. Mr. Metzinator, merci für den Resub. Und der Austrian, ich weiß nicht, warum dieser Folge wieder anfängt. Merci. Vielen, vielen Dank. Ich beschwere mich nicht. Ja? Nur ein kurzes Habidere ist es, ein kurzes Habidere. Habidere zurück. Dankeschön. Bitte eskalieren wir heute nicht so wie am Montag. Bitte nicht. Das tun wir nicht. Nein, das tun wir nicht. Das ist nix. Du, das ist nix. Oh Gott, und es flippt schon wieder. Timmy, merci dir. Servus, bin da wieder Bier und ein lecker Brot vom Gandalf, dem blauen, glaube ich, war er mittlerweile. Felix, merci für den Euro. Der Birger, ich habe einen Corona-Sepp ausgefasst. Geht mir Bär gut. Ich glaube, du hast halt nicht Flo. Hauptsache, ihr kriegt auch wieder aus dem Lohhauser! Wie geht's, wie steht's? Was wurscht ist? Ah, Fradi! Wie geht's, wie steht's? Ich weiß nicht mehr, mir geht's gut. Ja, ich hab halt guten Loot in WoW gekriegt. Und gestern auf die Nacht auch. Ich bin richtig gut gelaunt. Was zumindest das Zocker-Dasein. Oh, geht Flo, seriously, dankeschön. Der Florian aus Österreich, wo einer sonst her ist, heißt ja Österreich und nicht Österarm. Das haben wir damals schon festgestellt. Merci dir, seriously. Also, Leute zusammenreißen, bitte. Bitte, nicht wieder völlige Eskalation. Warum wird denn der Herr Stamm schon wieder nicht angezeigt? Hat er schon wieder geschafft, dass er Donations kaputt macht? Kriegst die Tröte am Schluss. Mike Stamm, Mike, merci dir. Küsschen aufs Nüsschen, merci für den Resub. Nesfi, merci für den Wimper. Ich soll da, was, langsam. Ich soll da schon die Chris vom Chicks ausrichten. Nein! Da ja heute Spätschicht da, Leute, Freundin bin ich stellvertretend dabei, hab mich schon mit deinen Videos zugestellt. Dann sagst du ihm, dann schreibst du ihm jetzt. Greift an! Möge der Tavernenmeister mit Ihnen sein. Wir können heute nicht dieselbe Scheiße abziehen wie am Montag gleich. Das können wir nicht machen. Geisi, merci dir. Nesfi, schreibst du ihm per WhatsApp, ich warte auf ihn. Das war der Cybergamer, merci für deinen Resub. Geisi, merci dir. Servus, Birger, auf den Stream. Grüß von Tristan aus Drive Down. PS, möge der Tavernenmeister mit Ihnen sein. Der ist mit Sicherheit, ich möchte heute fucking Hotels singen. Ich will... Was? Die aber halt wet wieder sauber ausgeschenkt ihres Gesichts. Heute gibt's Freibier für alle unter 12. Und Bedienung netz wieder. Und ich akzeptiere gefälschte Ausweise. best Tavern ever. Oh, Katzel, merci. Geisi, merci. Seriously. Leute, bitte. Herr Modersepp. Birger Bums, Busenpude, ich hätte einen Krug gefüllt mit köstlichem Bier. Den kriegst du in exakt 6 Minuten. Völkerin, merci für den Resub. Der, ich bin befreit für meine Schicht. Tipps sind frisch gewaschen. Das ist doch das Erste, was ich dort tat. Ich tat sofort, wenn ich einen Tag lang ein Weiberleid war, tat ich den ganzen Tag in der Dusche stehe und diesen hier. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es 24 Stunden lang nicht langweilig wird. Ah, ich tat den ganzen Tag als ich waschen. Das war die gewaschensten Tipp, das ich den gewaschenen Tipp hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Herr Kreuz, merci dir! Was da los? Ich kann sie lesen, was? Fanny, merci für den Drilling, Herr Kreuz, aber drückt, freue mich schon auf einen geilen Stream. Chris aus Österreich, Chris nach Österreich. Hashtag Lieblingsnachbarn, ab in den Chat. Währenddessen lest einmal ja jeder meine Chat-Umfrage im YouTube-Chat. Nächste Woche Mittwoch, ich hab so hart Bock auf Battle Brothers, das Pulsbo so schön wird. Aber ich kann nicht
nichts verzeihen, wird leider mehr eskalieren. Mr. Fink, merci für den Zwickel. Napoleon, Pronto Party, merci für... Pronto Party. Na, Born to Party. Ich dachte Pronto Party, was irgendwann... Na! Warum müssen sie... Warum? Na! Ich hab das Wort heute einmal benutzt. Ich weiß nicht, müssen jetzt lernen. Warum müssen sie immer die goldenen Rahmen sein? Warum sind sie die Diamantfallen? Freier Merci, bitte chillst die Knie. Ich darf so gerne was erzählen. Was nächste Woche halt bleibt. Ich bin so hart angefixt und wieso und weshalb und überhaupt sowieso. Ich sag bloß Battle Brothers. Wer jetzt da noch googelt und die Grafik sagt und aufgrund dessen auf Nein drückt, der kriegt von mir einen Knockout Arschkaut. Jetzt kommt der Hans Dampf, der nicht angezeigt wird. Warum? Der Eselsbein. Voll bis Gott. Da war ich gern. Hans Dampf, welcome to the squad. Pussy aufs Nutzi, merci für die Mitgliedschaft. Fritzl, der bin aus dem Keller raus. Liebe Grüße an Nico und Rolli. An Nico und Rolli. Das können Sie lesen. Oder haben die ihr Handy im Keller? Abmann, merci dir. Hab ich irgendjemand übersehen. Mr. Fink, ein Zwickel von mir und der Wolfin. Wir haben heute 2-Jähriges. Ihr zwei habt 2-Jähriges. Ja, dann heißt es heute Birger und Chill. Leben Sie, merci dir. Es fuck an Gwidlin Stream. Mehr Bier ist gut. Was hast du heute? Kein Bier? Augustel. Okay. Das Wort danach, das lese ich nicht, weil sonst hört das sowieso nicht auf. Müller-Tim! Bitte reservieren Sie mir Zimmer 5 Nase in Ihrem 5-Sterne-Hotel. In Ihrem 5-Nasen-Hotel. Leute, Dankeschön. Seriously. Jetzt, was wir jetzt noch deren nachträglich, das haben wir nämlich heute vergessen und das fangen wir uns gar nicht erst an. Habe ich dir an den normalen Chat, habe ich dir an den Pesch, an den Hauptmann, an den Fanny, an den Timson, an den Dampf, an den Risi, an den Baumgarten, an den Bavarian, an den Schul, an den Sprengi, an den stolzen Löwen, an den Daffy Duck, an den Baumgarten, an die Freier, an den Wulfrick, an den Mars, an den Bohrer an den Ipekeke, an den Werner, an den Flugbison, an den Fahrer, an den Kari, an den Siemeiter, an den Graf Händel, an den Oberdanner, an die Mai! Oh, jetzt kommt YouTube mit neu an den Mainmaker, an die Queen, an den Forest Squad, an den Jodelmax, an den Wolfen, an den Reiter, an den Fire, an den Blackjack, an den Bavarian, an den Morst, an den Chris, an den Kili, an den Misa, an den Pauxi. An den Beni ist der Beste. So, jetzt mal überlesen. Schluss! Wir haben noch exakt 2,5 Minuten. Also, heute ist so der Plan Hotels. Fucking finally. Ich weiß, es ist schon wieder 3 Wochen her, ich weiß nicht mehr, was am Wochenende war. Nein, Schluss jetzt! Schluss! Halt! Ich hab wieder umgezogen. Ich verstehe nicht warum. Der Eselsbein. Voll bis Gott. Ja, nein, geht leider nicht. Folgt mir jetzt wieder Mitgliedschaft. Welcome to the squad. Mike, du jetzt sofort auf. Also, das ist ein Resub. Da sag ich nur die Hälfte. Ja, Alter, was ist mit dir? Erst, Alter, was ist mit dir? Weiß ich nicht, das muss ich Eis fragen. Ja, das kann die Eis auch fragen. Eis wird mir nicht antworten, aber ist mir egal. Sonntag, Ruhetag. Hab deinen Kommentar schon gelesen. Ein Chili Supreme Beer, bitte. Hab mich geirrt, erst morgen mein Einjähriges mit uns. Ich feier trotzdem schon mal. Auf uns, auf dich, auf einen schönen Stream, Funken Squad, Birgers Paradies. Oh, ja, heute wird nur Cash eingecasht. Hauptmann, merci dir. Franz, merci für den Resub. Hauptmann, merci für die Mitgliedschaft. Franz, was hast du geschrieben? Hab ich dritt. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich sitze gerade in der Pause vor der Spätschicht. Warum nur Pause? Ich geh einfach heim. Der Chef spannt eh nicht. der ist wahrscheinlich gar nicht da. Der tut die Spätschicht nicht da. Pfui Teufel. Der Schichteln, Alter, ich da im Oktagon kotzen, Alter. So, Hotels, bla. Das heißt, so ein bisschen ist das heute wahrscheinlich die letzte Folge Tavern Master, weil dann haben wir relativ am Ende und dann werden wir nicht mehr recht viel Neues sehen. Ist auch schon der 4. oder 5. Teil, ich weiß es nicht, ist mir egal. Auf alle Fälle habe ich Battle Brothers im Auge. Wer jetzt da noch googelt und die Grafik sagt und deswegen auf Nein druckt in der Umfrage im YouTube-Chat dem gehört dann Nocker die Arschkaut und now I gonna even harder Battle Brother you. Now I gonna Battle Brother even harder. Es ist ein Strategiespiel. Das spielt momentan der Henno. Schutz jetzt! Steht ein kleiner Psoffener. Der Eselsbein. Ich brauche, weißt du, was die nächste Anschaffung wird? Richtige Trompeten, wo man so draufdrücken kann. Gibt's so eine Baby-Trompeten, die so klar ist wie die da, wo ich da oben da so draufdrücken kann? Das war voll geil, Alter. Was ist der Entertainer? Merci dir! Alfons mit Shotgun, merci dir! Hauptmann, merci! Jetzt kämen noch 5 weh! Was ist mit euch? Steht ein kleiner Psoffener. Da wo er halt hingekehrt. Eselsbein. Ja, wo ist er denn noch grad? Voll bis Gott. Jawohl!
Wer war das? Du bist der Entertainer. Merci dir. Mike, merci für den Resub. Zurtel, merci für deine Mitgliedschaft. Leute, Dankeschön. Ist ja gut jetzt. Das ist die ersten 10 Minuten. Wir müssen einfach... So, Schnurzelputzeln ist das Letzte, dann schalten wir mir ins Speier, weil sonst gräbst wir da wieder bis um 20 nach. Das wird immer schlimmer anstatt weniger. Was ist mit euch? Der Werner Chris schreibt, zeig mir das Spiel im Schmerz später. Ich kenn's nicht. Wir können gerne morgen. Ja, können wir gerne morgen. Freier, merci für die Mitgliedschaft und für das andere, ja, was es eben ist. Zwartel, merci. Basti, merci für den Restart. 22 Monate. Lame. Ja, 22 Monate ist ja bloß fast 2 Jahre. Ich weiß nicht, was mit euch ist. Es ist wirklich Irrsinn eigentlich. Irrsinn eigentlich. So, ich starte jetzt das Spiel. Die Leute sowieso nicht aufhören. Schüttelputz gehen. Flachwitz des Tages, auf den habe ich gewartet. Wie heißt die Tante von Osama Bin Laden? Tante Emma Laden. Oh, leck. Also, der ist... Schnitzelputz gehen, der ist wirklich unterirdisch. Danke dir. Franz, merci für deinen Fünfer. So, Schluss jetzt. Wir bauen jetzt ein Wirtshaus. Nein! Schluss! Immer noch unter dir machen wir Donation Sound jetzt aus. Geschissen, Alter! Servus, Bürgerli. Schön, dass du wieder da bist. Freue mich schon auf nächsten Montag auf der See. Freue ich mich auch. War ein wunderbarer Start ins neue Jahr. So, Schluss jetzt. Alerts sind jetzt aus. Jetzt sind die Zauber auf die Musik, also ich hier schon. Schluss jetzt, Arledas! Was ist mit dir? Da kriegst du die Privattritte. Schluss jetzt. Merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Ab in den Chat habe ich dir Arledas. Wenn ihr mitmacht, kriegt dann noch einen Arsch gesalzen. So. Wir schalten um. Here we go. Wie Sie sehen, oh! Hat es ein OBS-Update gegeben, das einmal innerhalb von 2... Andy? Maxi, Schluss jetzt. Marasep, merci. Andy, ich will mein Bier jetzt mal haben! Das geht mit 150 Euro nicht schnell! Okay, bye! Was soll ich sagen? Nur dazu, es ist keiner von den üblichen Verdächtigen. Da weiß ich noch weniger, was ich sagen will. Leute, bitte. Von ganzem Herzen Dankeschön. Wir bauen jetzt ein Wirtshaus. Es ist völlig über alle Maßen. Zweistellig ist manchmal schon sehr über alle Maßen, aber dreistellig und aufwärts ist... Haben wir schon oft drüber geredet. Im neuen Jahr wäre das... Und wenn ich es 1000 Mal sagen muss und am Rest hängt es vom Hals raus. Die Zeit wird nicht kommen, wo ich mich für das nicht beschwer, bedank und gleichzeitig beschwerdank. Merci. Schluss. Andy, seriously. Schluss. Bis mindestens übernächstes Jahr. Okay? So, Franz, merci. Maxi, merci. Flea Frankie, merci. Schluss jetzt! Steuerung halt entfernen. So, Umsatz ist gemacht. Wir schauen den Stream aus bis Februar. Tschüss dann! Dr. Panda, merci für den Resub. So, Leute, wir drücken mal auf fortfahren. Jetzt schauen wir erstmal, wo wir sind. Jetzt schauen wir, ist ja schon wieder 3 Wochen her. Was war denn hier? Da lädt, da, der Panda 93 lädt, hat's geheißen. Weg, oder? Wir waren schon ziemlich... wir haben... Ja, schau hier. Erstens, wir haben 2000 Gold. Wenn das nicht stabil ist, dann weiß ich es auch nicht. Wir haben eine saubere Mannschaft beieinander. Das ist Wahnsinn! So, jetzt müssen wir... was müssen wir eigentlich? Wir haben einen Haufen Zeit. Oh, leck, wie gut das ausschaut! Geil, so! Schaut aus wie eine Allianz-Taverne. Eigentlich hätten wir es rot machen müssen. Rot-schwarz. Ja, gut. Wird schon passen dann. Ich glaube, wir haben da so den Treppenaufgang geplant. Wir haben mittlerweile einen riesengroßen Küchenservice. Schaut stabil aus. Das Einzige, was mir gleich ins Auge springt, was ein potthässlicher Scheißdreck ist, das ist der Fußabstreifer und der blaue Teppich da. Da kriegst du Augenkrebs drin. Du kriegst, weiß ich nicht, 17 Mal in die Pfotzen geschissen. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Gut, Forschungstree. Wie weit haben wir noch zu den Hotels? Wir sind schon. Ja, easy, Alter. Ja, Bruder. 2. Etage? Haben wir auch schon. Ja, Alter, heute gibt's die fucking Hotels. Machen wir Bürgers Bumsbude zur Realität. So.
Oh, jetzt muss ich bloß schnell schauen, das war eine neue Gameplay-Mechanik, wenn man so will. Das waren diese Forschertypen da hinten, gell? Und die generieren auf Zeit Forschungspunkte, die sind dieses Lichterl und du bekommst Forschungspunkte, indem du Personalmenü Forscher anheuerst. Okay, wir haben 2 Forscher da, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel, aber damit es ein wenig zackiger geht, was ich sehe. Ganrim, merci für den Drilling, der endlich wieder da, der Beste, den es gibt. Das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben, Herr Ganrim, aber merci dir. So, wir brauchen eine neue Etage. Kinder, wir brauchen eine neue Etage und die pflanzen wir mir jetzt da. Es ist mir jetzt Zipfel aufgegangen. Oh, wieso halten das immer nicht? Das ist so klein und dünn. Oh. So, jetzt schauen wir mal, was kosten so eine neue Etage von Welt? Obere Wand, untere Wand, Bodentextur, Spezial, bauen. Wo ist denn die Etage da überhaupt drin? Ist das da drin oder was? Spiele, Spezial. Ja, da! Was ist da der Unterschied? Klicke auf den Gegenstand unten, um ihn auszuwählen. Was ist das da? Das ist eine Treppe und das ist eine breite Treppe. Na, warte mal. Zettel wir mal mit rein. Ah ja, das ist schon ganz nett, aber das nimmt uns bloß weg. Das sagt der was ist. Da kann man natürlich auch, ich weiß nicht, die dünne Treppen. Das ist die breite Treppen. Und wie schaut die dünne Treppen aus? Du weißt, wir müssen Platz sparen, oder nicht? Was sagt ihr? Da so ins Eck hinten, da so gerade. Ja, wir haben das Geld. Das muss auch noch was ausschauen. Da machen wir den fetten Aufgang ins Puff auf. Die Frage ist, dann fallen sie da draußen über den Rand runter, oder wie läuft das denn? Machen wir so. Wir müssen es jetzt einmal probieren. Ich pflanze es ja, nur 100 kostet die Treppen. Und dann, wir bauen da jetzt auf. Also, nach oben. Etage. Etage 2. Jetzt muss ich da jetzt einen Boden einbauen, oder was? Der Boden, der kostet. Was kostet der Boden? Alles? Gib Boden. Wo ist Boden? Boden. Bodentextur. Wenn ich da jetzt Bodentextur mache. Okay. Die kostet gar nichts. Das heißt, wir streichen einen Boden vom ersten Stock mit der Siemens Luftfarbe oder irgendwie so. Aber ich werde wahrscheinlich Wände bauen müssen. Ja, jetzt machen wir erst einmal alles Holz. Ja. Blablabla. Machen wir die erste Hälfte da. Ich weiß ja gar nicht, wie wir das planen sollen. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ja, dann müssen wir jetzt mal schauen, wie groß ein Hotelzimmer sein muss und so weiter. Wie viel Geld haben wir? 1800. Das wird wahrscheinlich, da werden wir nicht recht viel bauen, fürchte ich. Da musst du jetzt wieder Wände ziehen und einen Boden legen. Ja, ich glaube, ich hab's schon geneist. Also pass auf, da ziehen wir jetzt mal die Wände. Oh, der baut ja das gleich. Und 1, 2, 3, 4, 5. Da können wir es uns leisten, dass wir komplett rundum bauen. Freilich können wir es uns leisten. Oder sollen wir einen Bumsbalkon bauen? Also, kann man ein Hotel im Freien bauen? Ich weiß nicht. Ich hätte gerne einen Bumsbalkon! Liebste Tavern Master Entwickler, ihr seid euch mit Sicherheit darüber bewusst, dass niemand das als Hotel bezeichnet, sondern das als Bumsbude bezeichnet. Auch andere, nicht bloß ich. Ich hätte gern den sogenannten Birgers Bumsbalkon. Dankeschön. Da. Da, hingeschissen. Oh, Fenster. Fenster haben wir schon wieder vergessen. Da zahlen wir wieder extra. Da machen wir jetzt so. So. So, den bauen wir gleich wie unten. Sparen wir uns gleich das Geld. Kostet das Fenster mehr? Oh, kostet 100. Können wir uns nicht leisten. Es gibt nicht. Das kennen ja bloß wieder die Leute von draußen. So, jetzt machen wir erstmal zu. Oh. Hoppala. Hab ich also sehen, da eine Windheizung. Das wollte ich natürlich nicht, aber wurscht. Okay. So, jetzt pass auf. Müssen wir wieder ein Dach auch drauf machen? Nein, das haben wir unten auch nicht gebraucht. Die wird schon automatisch dann eine Etage oben. Ah ja, funktioniert schon. Schön. Das mag ich. Wir kriegen da die Treppen. Wie ist denn das gemacht? Ah ja. Ja, easy, oder? Dann kommen die da so rauf. Und dann darf ich vorschlagen, jetzt pass auf, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt da, bloß eins weiter hier vorn, dass wir so einen Mittelgang machen. Ich meine, wie groß müssen denn die Zimmer sein? Wie macht man ein Hotelzimmer? Okay, wir haben ja noch gar keine Hotelzimmer. Wir pfeffern mal jetzt das restliche Geld aus. Das brauchen wir nicht auspfeffern. Wir haben jetzt die zweite Etage gebaut. Können wir noch nichts anfangen damit. Ich würde vorschlagen, wir schauen jetzt einmal, was da so los ist. Unsere Menüs sind da. Das ist alles da. Hätten wir Ressourcen kaufen müssen. Das hätten wir vielleicht zuerst einmal schauen sollen. Nein, da, die Bar ist voll. Die Bar ist also gut wie voll. Unsere Essenssachen gut gefüllt. Zweite Essensbox, sehr gut gefüllt. Ja, ich sehe schon. Wir haben absolut Pro-Gamer-mäßig das letzte Mal den Tag beendet. Dann darf ich sagen, was können wir noch machen? Man kann so Events planen, glaube ich. Warte mal. In dieser Gilde da hinten oder was auch immer das da ist. Und das kostet Gold.
wir irgendwas machen, dass das schneller geht? Eh nicht. Dann sparen wir unser Geld. Wir brauchen einfach nur Geld. Einfach nur Geld. Wunderbar. Schön. Das heißt, wir drücken jetzt da am nächsten Tag beginnen. Und dann geht's schon los. Auch wieder. Okay, man die. Oh, haben wir ein Event geplant? Oder haben das sind unsere Ritter, glaube ich, gell? Da haben wir gleich mehr Speed. Mehr Speed. So, da haben wir was. +1 Forschung, +1. 1 geht eh fast sekündlich. Das heißt, ja, 3 Minuten. 3 Minuten werden wir ungefähr brauchen. Dann dauert der Tag 3 Minuten. Ich weiß es nicht. Da. Rotzt ihr das Geld aus und einer mehr brauchen wir die fetten Monedos. Die fetten Monedos auf die Schnelle. Ich bin gespannt, was so ein Hotelzimmer zusammengebaut wird. Vergiss nicht, noch ein paar oben aufzubauen. Brauchen die oben, müssen die im Hotel auch mit Getränke und Essen bewirtet werden. Die sind schon mal schon so, die werden uns das Spiel dann schon sagen. Veranstaltung. Brauchen wir eine Veranstaltung nicht wirklich, gell? Das kostet bloß wieder was und so. Nein, das tun wir nicht. Brauchen wir nicht, weg damit. Was haben wir da? Menü. Was ist im Menü? Warum blinkt das Menü? Ich verstehe nicht. Man hat das Menü leveln können, aber ich sehe nichts, was ich leveln kann. Doch, da, der grüne Erbseneintopf. Pfui Teufel. Der schaut aus, als hätte er ein Baby auf den Teller geschissen. So, was haben wir da? Serviere einen ganzen Tag lang nur Suppen. Interessiert mich nicht. Reiche 5 Sterne mit irgendeinem Essen, das geht von selber dahin. Bediene mehr als 140 Kunden an einem Tag. Das werden wir Dynastie kriegen, heute kommen 200, das klingt. Bereite gebratener Fisch 21 Mal vor. Das geht auch von selber, brauchen wir uns auch um nichts kümmern. So, da ist der Gandalf! 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 Wacken schon lang vorbei, du Spast! Ja. Der hat übrigens einen heiligen Gral, der Gandalf, das muss man bedenken. Währenddessen kann man mal über der Henno spielt momentan Battle Brothers und das habe ich schon seit Ewigkeiten und habe es auch gleichzeitig seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt und habe mir das angeschaut und zum ersten Mal seit Ewigkeiten hat mir ein anderer YouTuber, Streamer, Content Creator, wie auch immer, Henno ist der Größte, dazu richtig hart angefixt, dass ich richtig Bock auf das Spiel habe. Darum da die nächsten Mittwoch gern Battle Brothers spielen. Das werden sicherlich sehr viele von euch nicht kennen. Das ist, ich weiß nicht einmal, wie ich es erklären soll. Wenn du dir die Screenshots anschaust und die Grafik siehst und dann ist er, verstehe ich. Das haben wir aber schon öfter gemeint. Ich erinnere euch dran, das haben wir schon öfter gedacht. Und dann kommen sie in die Perlen wie das aus. Und ich erinnere mich noch sehr gut damals vor Jahren, das ist so ein Spiel, du fängst an und dann vergisst du die Zeit und auf einmal pfeifen Fehl draus. Oder Faster Than Light, richtig, ähnliche Perle, ja, super geiles Spielprinzip, aber Grafik ist halt, interessiert da auch keinen, die ist halt nur Mittel zum Zweck. Ein Hennersee-Kanal war für ein paar Tage gehackt, weiß ich, habe ich mitgekriegt. Die haben Leute bei Tavern Master auch gesagt, ja, und es ist eines der beliebtesten Spiele bei euch, die wir letztes Jahr gespielt haben, mal so ganz abgesehen davon. So, der Tag ist vorbei, wir haben 3.396 Gulden. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Das heißt, wir nehmen am Tag so 4.300 Eier und verbrauchen wir 1.200. Problem ist halt jetzt wahrscheinlich, wenn wir... Oh, die Fesseln sind immer noch gut voll. Die sind wirklich immer noch gut. Was kostet es auffüllen? Ja, füll alles auf. Füll alles auf. Da füllen wir auch alles auf. Ja, dann verlieren wir natürlich wieder einen Haufen Geld. Das ist uns aber wurscht. Forschung. Nächsten Tag ist fertig. Na, dann geht es halt nicht auf einmal durch, das ist ja wurscht. Wir füllen dafür alle unsere Behälter auf. Das ist auch was, das muss automatisch funktionieren. Haben wir auch, glaube ich, über Déjà-vu. Das haben wir beim letzten Mal schon. Bam, kriegen wir ein paar Punkte, passt. Was haben wir da? Veranstaltung brauchen wir keine. Wir starten mal straight in den nächsten Tag. Hat gut ausgeschaut, los geht's. Könnte am Titel liegen. Ja, gut, hast du gar nicht so unrecht. Diese Vermutung habe ich auch. Da geht es um Bier, da geht es um Saufen, da geht es ums Wirtshaus. Das ist natürlich lustig. Ja, und es ist auch lustig, das ist ein gutes Spiel. Ich sehe so viele Screenshots oder ich habe so viele Screenshots in den letzten Wochen gesehen, wie viele Leute ich mit dem Spiel angesteckt habe. Mal ganz wichtig, ich werde dafür weder zahlt noch irgendwas, ich feiere es einfach selber. Und genau dasselbe ist bei Battle Brothers. Wie oft haben wir es denn schon gehabt, dass wir irgendwelche Spiele spielen, da wo wir vielleicht gemeint haben, sagen, ja, ist nichts. Oder wo auch ich gemeint habe, ja, ich feiere das Spiel hardcore, aber für den Stream ist vielleicht nichts. Dann haben wir so Sachen gespielt wie Transport Fever 2. Und dann flippen die Leute alle aus und ich sehe wieder nur Screenshots, wie geht das? Mein Zug ist schon so lang und blablabli blubbeldi. Und war richtig geil. Das werden wir mit Battle Brothers ausprobieren, nächsten Mittwoch. Bin ich sehr gespannt. Ich hab so krass Bock zum Spielen. Aber ich mag mit euch im Stream normal spielen, also mit mehr, nicht so wie es der Henno macht, der spielt einen bestimmten Modus, wo er nur mit einem
manchmal umeinander drehen und so weiter. Das möchte ich offstream machen, damit ich wieder ein bisschen reinkomme. Vielleicht übers Wochenende, wenn ich Zeit habe, weiß ich noch nicht. Und dann mit euch ganz normal spielen. Ja? Also ein bisschen Ahnung habe ich dann. Auch nicht komplett. Schaut auf den ersten Blick sehr einfach aus. Es ist ein dermaßen tiefes Strategiespiel, das ganz aus ist. Napoleon! Schaut aus wie bei mir daheim im Schloss Versailles. grob. Bloß, dass du nicht mehr so lebendig bist. Nochmal im ersten Jahr, wann spielen wir eigentlich Amnesia fertig? Plus weg, Herzrot. Wir haben Amnesia fertig gespielt. Meinst du Rebirth? Amnesia Rebirth, also das ist der neueste Teil, der ist auch schon wieder 2-3 Jahre alt, den haben wir fertig gespielt. Soweit ich mich erinnern kann. Ja. Und dann kommt das AAA-Spiel des Jahrhunderts und keiner hat nach 30 Minuten mehr Bock. Genauso wird es laufen. Und weißt du, wo ich dir das predikte, wo das so laufen wird? Fucking Starfield. Starfield, glaube ich, ist der größte, erwartetste Titel in dem Jahr. Neben Hogwarts Legacy. Habe ich allerdings auch Bock drauf. So, Schluss jetzt! Hotelanleitung! Kannst du lesen, du Vogel? Herzlichen Glückwunsch zum Freischalten des Hotels. Jawohl, Alter, jetzt wird eine geknattert, dass du sagst, gibt's das. So funktioniert es. Schritt 1. Baue einen Raum mit einer Tür und einem Fenster. Aha. Das heißt, in die Bumsbude kann man jederzeit eine Fenster ein. Richtig. Schritt 2. Gehe zum Shop. Schritt 3. Kaufe ein Bett, einen Kleiderschrank und einen Dekorationsgegenstand. Schritt 4. Warte auf Gäste, die abends ankommen. Also müssen die nicht bewirtet werden. Aber... Und zum Saufen sollen sie gefälligst runtergehen, die sollen einmal das Maul halt nicht. Der Lickens schreibt, God of War. Bei God of War, finde ich, war es nicht so. God of War war durchgängig gut, aber war ein bisschen zu lang für einen Stream. Und das kann ich verstehen, dass nach dem 5., 6. Stream vom gleichen Spiel, so ist einfach mein Stream-Konzept nicht aufgebaut. Es muss ein bisschen Abwechslung her und so und was Neues und da was Neues und da was Neues. Kann ich verstehen, dass dann das Interesse ein bisschen sinkt. Ist ja in Ordnung. Wann spielen wir eigentlich am Nischerfertig? Habe ich schon gelesen. Plus weg, Herzrot. So. Also wir müssen mal. Oh, eine neue Forschung. Können wir gleich was dazu forschen? Irgendwie. +1 Küche. Brauchen wir eine zusätzliche Küche? Also dann ja. Plus 21 Gäste am Tag. Ja, da haben wir das dabei rein. Das kostet nichts. Hau rein. Pfeffert's rein. Nix auf Pause. Los. 5 bis 6 Stream Daisy. Daisy ist ganz was anderes. Mit Daisy habe ich auch nicht gerechnet. Sag ich dir, was es ist? Ich habe schon mit Daisy gerechnet, weil ich das auch seit Anbeginn der Zeit spiele und selber stark feiert. Aber das ist eines der besten Streamspiele, die es gibt. Das ist ein schöner Geschichtenschreiber, du weißt nie, was passiert. Die Looterei wird nie langweilig, es passiert immer was anderes und so weiter. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, in der 3. Staffel jetzt dann. Ja, das machen wir jetzt im 3. Jahr in Folge mit einem Monat Daisy ungefähr. Dass wir das spielen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da nochmal 10 Streams rausfallen. Ja, weil wir haben ja jetzt schon 2, 3 Streams übersprungen. Wir haben ein gut Equipment, wir haben Waffen, wir brauchen noch ein paar Kleinigkeiten und so weiter. Und kann ich mir vorstellen, dass das Mitte Februar vorbei ist. Ja, in 4, 5 Wochen. Ist aber auch nicht schlimm. Ja, lieber kurz und saugut, anstatt ewig der Hitzing ist ja langweilig. Spielst du der Callisto-Protokoll noch fertig? Das ist eine richtig gute Frage. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt nach 3 Wochen Abwesenheit zahlt mir Callisto-Protokoll überhaupt nicht mehr. Warum? Wir haben jetzt da 6, 7 Stunden eingespielt und es ist die ganze Zeit das Gleiche. Ich weiß nicht, das zahlt mir nicht. Es schreit ja keiner danach von euch. Muss ich auch sagen. Wer möchte unbedingt Callisto-Protokoll sehen? Bitte ab in den Chat. So, wir haben wieder 4100, das mir eingenommen. Passt, jetzt wird Hotel gebaut. Unser Menü. Levelaufstieg. Jawohl, wir brauchen noch ein Level 5 Gericht. Brauchen wir noch. Sonst was aufgestiegen? Nein. Aber wenn das zeigt, der Heal-Level, perfekt. Dann die Fiery 84. Wo ist denn die? Ah, das sind übrigens lauter Zuschauernamen, wenn man einen neuen Kellner oder so kriegen oder einen neuen Koch oder sonst irgendwas. Dann müsst ihr Rätsel raten und der Erste, der es richtig hat, der wird benannt. So, Fiery. Schauen wir aus. Level up. Jawohl. Geschwindigkeit, Treppensteigen. Ja, das werden wir jetzt dann außerfinden, ob wir vielleicht alle unsere Leute ein bisschen reskillen müssen oder respecken müssen, weil wir nirgendwo Treppensteigen geskillt haben und jetzt haben wir auch Treppen. Ich weiß nicht, ob diese Bedienungen dann auf in das Hotel gehen oder wir werden sehen. Wir nehmen jetzt einfach mal Geschwindigkeit nicht tragen, ist wahrscheinlich gescheiter, weil wenn die aufgehen, wird der Weg ohne Getränk zu tragen wahrscheinlich länger. Ich weiß nicht, was die da aufgetragen. Getränke, ich habe keine Ahnung. So, hat sonst jemand gelevelt? Der Doc Häcksler! Doc Häcksler, wo ist der?
Weiß ich nicht, Level Up. Fähigkeit für Desserts, Fähigkeit für Suppen. Ja, machen wir mal Suppen besser. Da, Keksler, machst du mal Suppen besser. Mal gescheit. Wölfchen haben wir auch da. Oh, das sind unsere Forscher. Der YGS-Squad haben unsere Forscher. Das Wölfchen ist nicht ganz zufrieden, braucht mehr Geld. Ja, bei uns jeder Mitarbeiter grinsen, das ist wichtig. Seht ihr das überhaupt? Da. Ha, grinst, passt. Da, der Mr. Lennart, der grinst auch nicht. Flugbison ist unser Wächter, der ist stabil, passt. So, jetzt gehen wir mal, gibt es da irgendwie schnell Bild auf, Bild ab, ist der Shortcut zum Auf für oben, jawohl. Ja, intuitiv, der Entwickler hat sich was gedacht, schön, schön. Flo, merci für den Drilling, habe Trittsektion, Oberland vollständig anwesend, tut mir leid, Chef, bin jetzt später, war noch im Gym, weil mein Wampen von Silvester mein Hauptshampoo schläft. Das ist Ende Januar wieder vorbei mit der Motivation, was es ist. Der Vogelmann, wie wäre es mal mit einem WoW-Stream? Wart's einmal aufs Wochenende. Wenn ich Bock und Zeit hab, kommt ein kurzer WoW-Stream, das probieren wir mal aus. Community-Zock-Gruppen. So, wir bauen jetzt ein Zimmer. Wie groß müssen so ein scheiß Zimmer sein? Da werden ja denen zwei so eine Dinger da gegangen. So, jetzt bauen wir mal einen Raum. Bauen wir mal einen Raum. Also ich darf mir das so vorstellen, wir haben ein Raum ist mindestens so groß, also ein Planungstool wäre noch geil. Aber gut, das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt alles von einem Indie-Game. Da hätte ich jetzt einfach mal ein Hitzimmer. Sag ich dir, was ist. Raum. Machen wir unsere erste Hotelbude. Machen wir Fenster. Wo haben wir eigentlich in der Küche und keine Fenster? Unsere Leute brauchen keine Fenster. Halt einmal! Fenster, die wir da hin. Fenster hin. So. Verdammte Scheiße, das Fenster kann man einfach da drauf pflanzen. Das habe ich doch gerade probiert und ist nicht gegangen. Also habe ich wieder Geld rausgeschmissen, ich Trottel. So, Fenster da hingeschissen. Türe da hingeschissen. So, das ist unser erste Real Bumsbude. Machen wir, was haben wir für Bodentexturen? Was der man rein ins Hotelzimmer? Das da. Ja, das ist gut. Oder ein Storboden oder ein Kirchenboden. Nein, der helle Holzboden. Ich hätte so gern mehr Bodenskins. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, wie gestalten wir den Innenraum? Holzen. Also ich bin ja untere Wand. Was nice, frei. Oh. Königlich. Ja, so, königlich. Was ist das? Ja, aber das Rote passt einfach besser zur Bumsbude. Was sagt ihr? Das kostet auch nichts, das können wir so oft machen, wie wir wollen. Schaut auch königlich aus, so ist es nicht. Obere Wand. Dann machen wir das. Schau hier. Schau hier. Wenn's da die Alte nicht zusammenhaust wie ein... Was das etwas ist. Piwi, merci dir, Auftritt, bin noch nicht lang dabei, aber freue mich jetzt mal Vollgas auf deinen Stream. Piwi, dann lehnen Sie sich zurück, merci dir für dein Sechser und ich hoffe, Sie haben weiterhin Spaß. Das Zimmer kostet 36.000 Euro für die ganze Woche. Ja, wenn dann pro Stunde. Und die Alte nochmal, pro Alte. Da möchte ich meinen Rausch ausschlafen, fließen, dann kannst du rauskehren. Das stimmt. Probieren wir es einmal. Bodentextur. Das ist, ja. Oh, wir haben also, wo kommt jetzt der Marmorboden? Den habe ich vorher nicht gesehen. Ah! Du kriegst einen Augenkrebs in der Bude. Du mir einen Storboden? Ja, das schaut irgendwie nach Kerker aus. Ich weiß es auch nicht. Das passt schon, das Schachbrettmuster am besten. Ich weiß es auch nicht. Oder Holz. Ja, das Holz passt am besten. Aber da müssen wir heraus irgendwas anderes tun. Ich weiß nicht. Nico, Bürger, wie geht's da? Mir ist wieder ein Resub. Schau mich an. Weiß ich nicht. Arschlöchern geht's immer gut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der BDSM-Keller. Stimmt nicht. Warum kann man eigentlich nicht nach unten bauen? Ja, egal. So, Teppich. Rotlichtteppich. Den legen wir... Jetzt kaufen wir erst einmal, schauen wir mal, was unser Bett kostet. Jetzt mal... Oh, da haben wir das Bett. Boah, leck, Alter, was ist denn das alles? Unter 3000 geht. Die sind schon nicht so billig. Aber ich bin auch gewillt. Was brauchen wir noch? Kleiderschrank. Der kostet Tausende. Den können wir dann upgraden. Das muss ja nicht gleich. Wir brauchen einen Kleiderschrank. Wirft der gewonnen am Boni, du Mongo. Oder von mir aus Kims kleinen Knockout. Das ist mir wurscht.
und Hotelzimmerzeit. Was ist das da? Dieser Gegenstand ist gesperrt. Geht zum Forschungsbau. Das sind wahrscheinlich dann einfach so Zimmeraccessoires zum Gestalten und zum Schöner machen. Auch cool. Aber nicht, wir brauchen bloß ein Bett und einen Kleiderschrank. Wie kommt denn der Gräne? Nein, der Gräne ist es. Also, wenn der Wind auch noch Gräne warten, wird schon stark. Wird stark. Wir nehmen das fette Doppelbett. Hier, 5 Sterne Doppelbett. Damit es irgendwo gerechtfertigt ist, dass wir für so umeinander Huren 8.000 Euro eine Stunde verlangen. So, aber wie platzieren wir das am Schienen? Ich würde sagen so. Du musst es so, da habe ich sogar eine Doktorarbeit drüber geschrieben. Du musst ja das. Du darfst ja nicht, wenn du das jetzt da platzierst, schon, ja? Wenn du das da platzierst, dann ist gegenüber die Tür. Das heißt, der Erste, der einer kommt, der braucht bloß aufmachen und sagt sofort, wenn du deine kleine rote Rakete ins Wurstfach ins Wurstfach von deiner weiß ich nicht, von deiner bezahlten eine drehen ist, das ist nix. Wenn du aber es da herstellst, ja, dann muss er zumindest so einen halben Schritt einer gehen und sich nach links dran. Das heißt, du hast, ich sage einmal, 0,5 Sekunden mehr Zeit, dass du, weiß ich nicht, dein Hand über dein Rangerl hältst. So. Ist das akzeptabel? Ich glaube schon. Deswegen stellen wir mir unser Bett natürlich da her. Und was ist denn da jetzt? Was? Daraus ergibt sich der Preis, oder wie? Was das Zimmer kostet. Ja, haben wir noch einen Tausender? Haben wir einen, den Kleiderschrank? Den hätte ich gerne in einer anderen Farbe. Kann man den? Riesiger Kleiderschrank, 4x2. Ja, Bruder, den stellen wir genau gegenüber. Dann schaut das noch, hat das Hand und Fuß, schaut da was aus, ne? Ja. Und dann der man da her. So. So, und dann können wir später da die Wand hin tun und dann haben wir mehr Platz für so Deko-Scheiß. Da der man nicht. Schaut gut aus. Das schaut gut aus. Schau je. Und wieso ist jetzt da. Was ist jetzt da? Jetzt Moment. Kann ich da nicht Preise festlegen? Das ist das Zimmer. Was ist mit dir? Ein Teppich. Können wir uns einen Teppich noch leisten? Ja. Gib mir irgendeinen. Oh, Kurteppich. Ja, das kannst du dann selber aussuchen, ob es die heute auf dem Kur fällt. Ich hätte gerne mal einen anständigen roten Teppich. Diese ausgewaschenen Hammen da, das ist ein Wahnsinn. Schaut ja noch nichts aus. Gegenüber kehrt der Spiegel. Römerberger, das ist absolutäres Pro-Gaming. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Und gleichzeitig müsste eigentlich das da eine Spiegelwand sein. Eigentlich müsste der ganze Raum ein Spiegel sein. Dann wirst zwar nach 2 Minuten wird das schlecht und du speibst dein Video, aber das ist ja mir wurscht. Das ist ja nicht mein Problem. Ja, jetzt haben wir da so einen runden Teppich, der haben wir noch einen. Der Runde ist ein guter. Und der haben wir da so her, passt. Also so, schaut gut aus. So, Vorhänge brauchen wir noch. Oh, die glaube ich, können wir uns nicht mehr leisten. Ich glaube, Vorhänge, können wir uns Vorhänge leisten? Wahrscheinlich nicht. Jetzt warte mal, Licht. Oh, brauchen wir da Licht? Fuck, wir brauchen ein Licht da drin. Oh. Ich sehe. Das schaut ein bisschen chinesisch aus. Warum haben wir da so eine Chinesenlaterne? Aber geil ist schon. Du brauchst noch ein Dekoteil. Wie ein Dekoteil? Ich brauche ein Licht wahrscheinlich. Das hängt jetzt daher. Kostet das 150. Fuck, dann haben wir nichts mehr. Was für. Wo ist die Hotelanleitung hin? Jetzt warte mal. Hotel, da. Nochmal. Kaufe ein Bett, einen Kleiderschrank und einen Dekorationsgegenstand. Was ist denn ein Dekorationsgegenstand? Gezielt. Dekorationen. Ja, wir hängen einen Vorhang ein. Schau hier, da den roten. Den guten roten hängen wir ein. Easy! Ja, das ist ein 2-Sterne-Hotel. Ein Kruzifix, für was haben wir das? Was? Es befindet sich kein Feuerlöscher auf Etage 2. Können wir uns so einen leisten? Ich glaube nicht. Der Teppich reicht als Deko. Boah, es hat aber jetzt schon so kling gemacht, dass weißt du schon, dass das jetzt erfolgreich abgeschlossen ist oder so. Bereiter gebratener Fisch 21 Mal vor. Jawohl, nehmen wir mit. Da, Starry Night. Dann kriegen wir ein neues Bettel zum Aufhängen. Das können wir auch ins Hotelzimmer dekorieren, aber nur die roten. Das Gute wächst nicht! Haben wir's bald! Mich würde jetzt interessieren, muss ich sonst noch irgendwas machen? Und die besoffenen Idioten, die kennen da eigentlich gleich hätten so eine Feuerwehrstange, wo man direkt ins Wirtshaus abrutschen kann. War der best Hotel ever. Ja gut, dann würde ich sagen, nächsten Tag beginnen.
Oder? Sonst haben wir nichts mehr. Ein kurzer Kontrollblick noch, ob das gute Wachs drin ist. Ah, Etage 2, schlechtes Wachs. Das ist nichts. Mit dem wir natürlich das gute Wachs ein, nicht dass uns die scheiß Bude abbrennt. Das ist nichts. Das leicht sogar noch geil rot. Jetzt passen wir an. Ich muss schnell was ausprobieren. Da ist nämlich angezeigt worden, ich kann die Farbe ändern. Wenn man mal weiß. Du hast nicht genügend Geld für diese Aktion. Was, wieso? Wieso? Ich kann doch da jetzt die Farbe wechseln, ne? Na, frisst er nicht. Egal! Wir gehen mal in die Etage runter und wir werden jetzt sehr genau beobachten, wer unser erster Gast ist. So schaut's aus. Nächsten Tag beginnen. Ja, und dann pflanzen wir da ein. Vor allem, ich möchte wissen, was die Person tut. Also der Erste, der da Richtung... Die kommen erst auf die Nacht, oder? Die Gäste für oben. Und muss so ein Zimmer eigentlich so groß sein? Ja, eigentlich schon. Also wenn es Dekorationen, um die Wertigkeit des Zimmers anzuheben, dann brauchst du mindestens 2 auf 2 Viertel, wenn nicht sogar irgendwann wahrscheinlich einmal 2 auf 3 oder so. Wahrscheinlich. Nehme ich mal an, aber das werden wir im Laufe der Zeit schon herausfinden. Viele von euch haben es wahrscheinlich schon herausgefunden, weil ihr das Space suchtet wie die geistig Behinderten. Bediene 100 goldene Kunden, indem du Veranstaltungen organisierst. Da kriegen wir 6 sichere Punkte. Okay. Okay, das behalten wir mal im Hinterkopf. Das ist mir jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Ich möchte gerne einfach nur am Tag ungefähr 4000 Geld verdienen und dann. Können wir mir nicht auch die Preise ein wenig anziehen? Wo ist denn das klar? Ah, da ist es gekommen. Wir haben momentan 249 Gäste pro Tag. Gestern haben wir gehabt 34. Was? 34 Kunden? Bist du behindert? Oder ist das heute? Ach, das ist heute. Ja, schauen wir im Tagesabschluss. Huber Max, merci für die Mitgliedschaft, was ist da los? Merci, welcome to the Squad. Ab in den Chat habe ich die Max im Squad. Wer nicht mitmacht, kriegt. Der Tiroler Chris, merci für den Euro. So. Ich möchte jetzt schauen wir mal auf. Ist da schon was los? Da ist noch nichts los. Aber wie gesagt, steht er dabei, das ist erst auf die Nacht. Drück mal auf das Preisschild vom Hotel. Ui, wo ist denn das Preisschild vom Hotel? Warte mal. Wir können aufs Preisschild vom Hotel drücken. Komm mal. Oh! Okay. Das war mir jetzt nicht ganz ersichtlich, dass das klickbar ist. Egal. Preise. Wo sägen? Oh. Wenn es rot wird, ist wahrscheinlich schlecht. Machen wir orange. Orange ist gut. Ja, sobald ich 263 Gold verlange. Der Preis ist viel zu hoch. Es besteht eine 27%ige Chance, dass dieses Bett vermietet wird. Das ist etwas zu hoch. Ja, vermieten wollen wir es schon. 30%ige Chance, aber nicht viel. Wenn bloß jeden dritten Tag einer kommt, das dauert ein Vierteljahrhundert, bis das abgezahlt ist. Machen wir mit 200. Ja, das ist gut. 44% Chance. Und mit 200. 49, mit 49 bin ich zufrieden. Ja, die 49 ist die 50% des kleinen Mannes. So. Anforderungen für 1 Stern, Anforderungen für 2 Sterne und für 3. 2 Dekorationen und ein Nachttisch. Wo kriegen wir einen Nachttisch her? Ja, da wird der Raum wird attraktiver, nehme ich mal an, und dann steigt da die Wahrscheinlichkeit und man kann mehr Geld dafür verlangen. Aber Nachttisch, ist das der Nachttisch? Dekorationen, haben wir sowas wie einen Nachttisch? Ich weiß doch auch nicht. Wir haben doch keinen Nachttisch. Wo ist der Nachttisch? Herr Pimpe, welcome to the Squad. Kriegst du Tröte, straight to your face, aber die in den Pimpel, wer nicht mitmacht. Raus! Raus muss er! Wo ist der Nachttisch macht der Koch? Ihr hat eine Spacko sei dafür. Was hat sie überhaupt da? Hotelmöbel kannst erforschen. Dachte ich mir. Alter, ich hätte gern so Wurstgehänge aus der Küche im Zimmer. Warte mal. Wo? In der Hosen oder in deiner Küche? So. Ja, werden helferlos weiterlaufen. Wir brauchen Kohlen, dann bauen wir einfach gleich mehrere Zimmer, weil es scheiß wurscht ist. Und wir forschen wir. Kleine Hotelmöbel wird es wahrscheinlich sein. Das werden wir brauchen. Jetzt brauchen wir noch 6 seltene Gäste. Ganz ehrlich, damit wir 21 mehrere Gäste am Tag kriegen, drauf geschissen. Die braucht sowieso keine Sau nicht. Wir kriegen gar nicht mehrere Leute unter. Der ist immer voll. Da ist immer voll da unten. Voll.
Und ob jetzt das Geld, das ich verdiene, da unten ausgebe oder da oben, ist scheiß wurscht. Scheiß wurscht, eins nach dem anderen. So, 4.400 haben wir grob, das passt ganz gut. Jetzt müssen wir mal schnell schauen. Wir haben bedient, wie viele Kunden? 187, 197, 203, 210, 215 ungefähr. Und am Tag, mehr schaffen wir halt einfach nicht aufgrund von unseren Kellner. Und 250 kommen am Tag. Jetzt müssen wir mal schauen, was passiert, wenn wir die Preise einmal anheben. Dann können wir bloß noch, den Gedanken haben wir offensichtlich schon mal gehabt, dann können wir bloß noch 50. Das ist natürlich nichts. Und wenn wir müssen wir die Preise da separat ansetzen, Preise ändern, erhöhen. Nein, funktioniert nicht. Okay. Was haben wir da so? Warte mal, warum kommt da ein Ausrufezeichen, warum haben da Ausrufezeichen drüber, wenn ich in dieses Menü gehe vom Bastel nachfüllen? Das versteht es nicht ganz. Schauen wir mal. Was kann das? Was kann das? Ein Upgrade! Was kostet das Upgrade? Kapazität 6 Suppen, 500. Leg mir am Arsch! Brauchen wir nicht mehr Suppen? Da ist der ist leer. Braucht einen Suppentopf, du Suppenkasperl, du Ahnungsloser! Wir bauen jetzt da eine zweite Bumsbude hin, so schaut's aus. Und in der Forschung stellen wir ein. Kann man das pausieren? Aber wir brauchen halt noch einen seltener Gast, damit's fertig. Ja, mach, weil es wurscht ist. Und ab morgen kleine Hotelmöbel. Und gleichzeitig dann sofort eine Veranstaltung und die 450 Forschungspunkte, die dauern ein bisschen. Kriegen wir hin. Bauen wir noch, es ist halt leider auch keiner gekommen, glaube ich. Nehme ich an. Feuerlöscher, richtig, gut aufpasst. Wo ist der Feuerlöscher drin, spezial? Dann nehmen wir wieder den kleinen, der schaut einfach besser aus, den stellen wir da so und dann nehme ich. Ja, da steht er gut. Verzeih mir keinen Scheiß, der steht da wunderbar. Wir bauen uns jetzt das zweite Zimmer sofort hin, weil warum nicht, ist das scheiß wurscht. Zack. Dann brauchen wir ein Fensterl. Dann brauchen wir das Ding. Und natürlich stellen wir da sofort wieder das richtig gute Zeug rein. Haben wir nicht bei den Hottoten. Da, zweite Bumsbude. Bumsbude Number 2. 1. Dann haben wir einen Kleiderschrank. Dann nehmen wir auch den fetten. Den können wir uns mal leisten. Verdammte scheiß Axt. Lieber gar keinen. Lieber gar keinen als, was der See. Dann runder Teppich. Da eingezimmert. Das müssen wir noch ein bisschen verschieben. Nein, das möchte ich angelangen. Machen wir da. Ja. Und was brauchen wir noch? Fenster haben wir, Türl haben wir, ein Licht brauchen wir noch. Ein Licht. Dann nehmen wir auch wieder das Rotlicht, selbstverständlich. Sollen wir ja... Voll die gute Idee, oder? Also, das Glory Window. Kannst du dann hin und her tauschen, oder? Das ist Glory Window, das ist gut. Das schaut aus wie ein Beichtstuhl. So, wir brauchen einen Schrank, gell, damit das als Zimmer gut fällt mir gerade so auf. Und der mal halt dabei den Kleinen da hin. Machen wir so. Jetzt tut er mir, ich möchte da auf das Preisschild mehr draufdrücken. Dieser Raum enthält keine Dekoration. Deine Mama ist eine Dekoration. Du willst nicht aufpassen. So, spezial. Nein, Dekoration. Gib mir Vorhang. Rote Vorhang. Ja, das schaut gut aus. Easy. Nein, tu das weg. Tu das weg. Da mal rein. Und dann nehmen wir das genauso auf 200 runter. Kann man das mit Shift vielleicht im 10er-Schritt machen? Ja! Mit Steuerung. Schau hier. Drückst du Steuerung, machst so, dann schaltet er gleich 10 auf für oben. Easy. Zwei Dekorationen. Wir brauchen halt den Nachttisch. Das ist das Problem, um auf 3 Sterne zu kommen. Und 2 Dekorationen haben kein Problem nicht. Dann brauchen wir noch eine Bodentextur. Nein, da haben wir die richtige. Wir brauchen die obere Wand. Das wird wieder der Holzverschlag. Zack, 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 zack. Zageli, zageli. Dann machen wir noch die untere Wand. Die machen wir natürlich auch wieder rot. Die linke Hälfte vom Hotel, das ist eine einzige Bumsbude. Da tut man nichts außer die Leute zusammenhauen. Machen wir eine Holztierschiene. Ein bisschen Abwechslung im Raum. Schaut einfach gut aus. Das ist wundervoll. Wundervoll ist das. Schau hier und schauen wir 2 Bumsbuden und keinen Cent Geld mehr. Egal. Nächsten Tag beginnen. Der Schlagen! Alter, du bist voll krass equipped, Alter. Du bist krass equipped mit Druide in fucking WoW. Du hast dich erfolgreich gegen die Diebe verteidigt, meine sehr verehrten Damen und Herren.
bitte ein F für den Flugbison. Ist der Flugbison heute da? Ich glaube, ich habe ihn vorher schon gelesen. Das Fasslager lohnt sich nicht wirklich. Das zieht jeden Tag so brutal viel Geld ab. Ja, aber du musst nicht nachfüllen die ganze Zeit. Irgendwann, wenn wir die 2 Etagen fertig haben, die werden wir heute nicht mehr fertig kriegen, nämlich. Ah, was ist denn jetzt passiert? Ah, wir haben ein Münze. Stopp! Stopp! Forschung! Wir müssen die Forschung einstellen. Kleine Hotelmöbel. Los geht's. Und schauen wir mal, wie viel orange Gäste wir ohne Veranstaltung am Tag kriegen. Und dann sehen wir schon, ob wir morgen eine Veranstaltung machen, damit es schneller geht oder nicht. Weil die 450 Forschungspunkte, die können wir sowieso nicht beschleunigen. Ah, die Uni baut keine größere Forschungsstation da unten, weil das aussieht, was Geld ist. So, was haben wir da? Apfelkuchen! Apfelkuchen noch gelevelt. Das ist wichtig. Und noch was gelevelt? Nö. Was haben wir da? Verteidige dich einmal gegen Diebe. Easy. Und ein nice Beitel haben wir auch. Das hängen wir. Wo hängen wir das hin? Machen wir bald keinen Platz mehr. Das verschandelt ja alles. Das ist ein Wahnsinn. Oh, das hängen wir außen hin. Ah, da ist eine gute Stelle. Pass auf. Da ist eine gute Stelle. So, acht. Schau hin. Sagst du es da du dazu? Gute Stelle. Schön. Kommst du rauf? Weißt sofort, da kann ich heute sauber reinstecken. Alter, es ist noch nicht mal 9 Uhr, blubber nicht rum, spul lieber. Blubber nicht rum, Mr. Backseat Gamer. Bist du nicht so lange dabei, meine ich. So! Jetzt lassen wir einfach durchlaufen. Eiskalt wird durchlaufen lassen. So schaut's aus. Flo! Dann schleudern der Onkel Werner und der Gürtel im rechten, der Kani mit der Streichwurst und mit dem Delfin in der linken. Da brauche ich noch ein Zimmer und der Flo braucht noch ein Zimmer. 10.000 blaue Standal. Was? Ritterfurt schicken. Aber zu was? Schauen wir mal nach. Sonntag, Veranstaltung. Was für Veranstaltung brauchen wir? Eigentlich die da. Ah, da kommen 100. Da brauchen wir 50 Erdbeeren. Schick mir die Grippe nochmal weg. Schick mir es einmal zum Erdbeeren-Sammeln. Wo gibt es Erdbeeren? Da gibt es 32. Kostet 454. So, können wir losschicken. 200%. Los geht's. Haben wir noch irgendwo Erdbeeren? Nö. Haben wir nicht. Gut, haben losgeschickt. Wird nicht schneller gehen. Achso, 10.000 blaue Sterndal irrt, weil unser Ansehen da oben auf 10.000 ist. Ja, easy, ne? So, irgendjemand gelevelt, wer hat gelevelt? Der René! Der hat gelevelt. Die müssen da alle nicht aufhören. Es ist mir scheißegal. Ja, machen wir mit Suppen, levelt mal ein wenig alleine. Das passt ihm gut. Veranstaltung brauchen wir keine. Forschung geht da hin. Das mit den Gästen ist ein wenig zack, gell? Die goldenen, also die orangenen Gäste, die da hinten sitzt eine, das ist Mutter Teresa offensichtlich, die packt es gar nicht mehr, die gondelt sich einmal sauber in den Pfotzen rein, damit nichts passiert. Und wie schauen wir denn mit den Bedienungen aus? Ist irgendjemand, der aufsteht mit einem roten Balken und nichts kriegt? Weil irgendwas zu langsam läuft. Beobachten wir mal die Bar, da stehen natürlich immer Getränke, die werden aber auch sauber abgeholt, sauber verteilt. Ich glaube, das passt schon. Da hinten ist noch ein wichtiger Gast, der gleich abläuft wahrscheinlich. Da ist einer. Also es ist nicht tragisch. Geht mit der Bumsbude eigentlich das Ansehen auf oder oben? Frage für einen Freund. Es kommt ganz drauf an, was wir da drin tun. Aber schon, ja, haben wir schon 4.790. Haben wir jetzt da oben einen Gast, oder was? Ist jetzt da mal warum? Ja! Die erste Bumsbude! Der Kappa Gandalf vor dem Pfarrer gefegelt. Oder der Pfarrer an Gandalf, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie ja beides Frauen und haben... Egal, mach die wieder klar, Birger, halt dein Maul. Drück einfach auf Play und du so, als hättest du nichts gesehen. Schnell wieder unter die Etage. Was ist mit dem Spui? Nächster Tag beginnen, Maul halten. Wir schauen mal aus. So, unsere Vorräte sind halbert. Da schauen wir noch gut aus, da schauen wir auch noch gut aus. Wunderbar! Haut einfach, da ist das erste Pärchen. Ich sehe gar dass wir ein schwules Pärchen haben. Weiß ich nicht, ich hab da keinen Ringbogen vor Birgers Busenbude stehen. Ah, das ist was Busenbude und nicht Gockerl-Gemeinschaft oder was auch immer. Grütze, fix nochmal, was ist mit denen? Irgendjemand hat gelevelt, wer hat gelevelt? Schlüsselpolzchen hat gelevelt, Level up! Was machst du? Geschwindigkeit, Treppensteigen? Brauchen wir nicht. Da geht doch keiner auf, oder? Ich weiß auch nicht. Nichts tragen. Los geht's.
Da geht doch, da passiert ja nichts da herum, oder? Ist der Gabba Gandalf, der Gabba Gandalf und der Pfarrer, der ist weg, oder? Egal. Lieber widerlich als wieder nicht. Das ist die Devise in Birgers Bumsbude. Was haben wir da? Leihrabuhr, schaut gut aus, leveln. Los geht's, nichts tragend. Jawohl. Der Lana ist nicht zufrieden mit seinem Gehalt, dann kriegt er halt ein wenig was. So, schauen wir mal. Oh, die Foxys sind auch nicht so wirklich begeistert, muss man mal sagen. So. Sonst der Rest ist begeistert. Schaut gut aus. Ausgeschnackselt die zwei. Ich denke schon. Jetzt haben wir aber nicht so hundertprozentig aufgepasst, was die Leute herumderen. Ob da mal eine Bedienung aufkommt oder nicht oder was weiß ich. So, Gold haben wir auch am Start. Wunderbar. Was haben wir da? Und jetzt wird aber eine gelevelt ins Viech, Leute. Grüezi Nallfeier. Wie schaut's da aus? Mehr kriegen wir da. Wir müssen Erdbeeren suchen. Gib Erdbeeren! Erdbeeren, Bruder! Da, Erdbeeren! 1, 2, los geht's. Eine mit den Erdbeeren. Und dann haben wir über 50, dann können wir übermorgen die Veranstaltung machen und dann geht das weiter. Geht eh nicht schneller, weil wir immer noch 270 Punkte haben, die dauern mindestens, Forschungspunkte haben, die dauern mindestens 2 Tage. Easy peasy. Aber was wir da können wir das dritte Hotelzimmer hinbauen. Eigentlich mal. Wir können auch mal Bodentextur, wir können mal den Boden da. Warum kann ich da jetzt keine Bodentextur nicht? Das ist untere Wand. Bodentextur, machen wir mal ein Holz. Außerdem ist da noch ein Loch drin. Was ist denn da eigentlich los? Mach mal Wand. Wand. So, dann machen wir. Da ist ein Zimmer. No, da ist ein Zimmer. So, und da ist ein Zimmer. Schau hin. Da können wir die Birgers Bumsbude, die können wir ausbauen, dass du einen Vogel kriegst. Das ist ein Wahnsinn. Ja, und jeder kann dem anderen. Das gefällt mir jetzt nicht. Ja, jetzt sind die scheiß Fenster versetzt. Da kriegt mein innerer Monk leider Gottes einen verdammten Schlaganfall. Einen Schlaganfall! Hilft jetzt nicht, ich mag nicht so viel Geld ausgeben. Erfüllt dabei seinen Zweck schon. So, untere Wand. Kann man vielleicht einmal die ganze Wand irgendwie. Muss ich das jetzt mal so machen? Passt, aber jetzt können wir uns halt nicht 25 Betten leisten. Müssen wir Bett her? Wir kaufen nur die königlichen Betten, verzetzt mir keinen anderen Scheiß. Ja, ich bin schon länger im Hotelbusiness, muss man wissen, weiß nicht jeder. Das kostet jetzt zu viel. Wir können bloß ein Zimmer ausstatten. Vor allem, wenn ich den fetten Kleiderschrank haben will. Machen wir so. Zack. Aber was das allerwichtigste Bauteil in unserem Hotel ist natürlich das Ding. Ja, das Fenster, das du zum Nachbarn umschauen kannst, das ist das Allerwichtigste. Obere Wand. Machen wir so. Ja, da fahren wir jetzt her. Da fahren wir mit der Tür, wie mit dem Bämsel. Schaut gut aus. Schau hier, sieht man das eigentlich auch von außen? Oh ja. Schau hier. Ja, da weiß man gleich, das ist lauter Bumsbuden. Das ist nur die Bumsbude, Alter. Ja, da fahren wir rundherum. Ja, da fahren wir rundherum. Wie schaut es innen aus? Was der man innen? Ist da vielleicht gut? Nein, das gefällt mir nicht. Ist gut? Ja, aus innen ist das gut. Innen ist das gut, das gefällt mir gut. Das tun wir. Ja, schaut schon noch was aus. Schaut schon noch was aus. Ah, wundervoll, zauberhaft. Weiter geht's. Darf man keine Zeit verschwenden. Keine Zeit verschwenden. Doch, ich muss noch mehr Zeit verschwenden. Das hilft nicht. Ah? Müssen wir anständig vorsorgen. Zack, zack, zack. Oh, Dekoration noch vergessen. Und scheiß Teppich haben wir auch vergessen. Wo ist der Teppich? Dekoration? Na, da ist der Teppich. Teppich ist woanders. Oh, den haben wir jetzt leicht falsch hingesetzt, aber das ist mir wurscht. Hauptsache ins Zentrum. Machen wir so. Zack, dann passt der auch wieder. Dann haben wir 2 Kastel von der Wind weg. Jawohl. Schau dir das an, wenn das nicht zauberhaft ist, dann weiß ich es auch nicht. Jetzt einer mit den Kohlen. Was der Mann innen? Frage ich mir. Was der Mann innen? Innen hast du doch Deckenränder vergessen. Innerer Monk. Wo? Oh shit, Mann, da habe ich tatsächlich welche vergessen. Ja, tut mir leid, da hat er recht. Obere Wand, da haben wir Texturen vergessen, da hast du absolut recht, das können wir so nicht stehen lassen. Wir haben ja da nicht in der Preisenbumsbude, besser gesagt. Oh, mittlerweile schon hier, haben wir schon über 5000. Ist jemand da? Warum ist denn da keiner in dem Zimmer drin? Ihr Arschläger! So, dann machen wir auch 200. Das ist aber zu teuer für 200. Warum ist es zu teuer für 200? Bist du behindert?
Warum? Warum? Warum ist das bloß ein Stern? Das ist doch genau das. Wir brauchen noch ein Licht. Noch ein Licht. Bumslicht. Mit 3,6 den Kache. Und schon passt's. Oder? Was haben wir für eine Chance? 49. Okay. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. 3 Bumsbuden, passt. Kurzer Check unten. Das ist noch gut voll. 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 Schaut gut aus. Nächster Tag. Reinhaken. Oh, das haben wir nicht geschaut. 40, 2 ja, okay. Jetzt, wenn die anderen einmal vom Erdbeersamen kommen, dann machen wir morgen eine Veranstaltung mit den Erdbeeren-Dingern. Dann kriegen wir 100 so orange Gäste und einen Haufen Geld kriegen wir, glaube ich, auch. Und ja, und währenddessen kann man eigentlich einmal, weiß ich nicht, schickst du mal Schwammerl zu, oder was weiß ich. So, gehst du mal Schwammerl zu, bittchen. Hier, dann schickt man den Schwächsten mit und da schickt man auch den Schwächsten. Da ist der Schwächste, ja, das schaut doch gut aus. Los geht's. Und was haben wir da noch? Schwierigkeit 100, 240. Ah, der Gickelhacks, da, Gickelhacks Abenteuer, das ist erstens teuer und zweitens schwierig. Können wir uns nicht leisten, gelangt dabei. Rote Wand vergessen. Ich habe eine rote Wand vergessen. Wo habe ich eine rote Wand vergessen? Tatsächlich auch noch! Nein, ich bin ja sehr ein Anfänger, das ist ein Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Und nächste untere Wand, hier. Was hier? Jetzt schau, irgendwie hat es ein bisschen einen kirchlichen Touch. Ich weiß nicht, irgendwie schauen diese Wandteppiche, irgendwie habe ich da alle, ich weiß auch nicht, Kirche im Kopf. Ich weiß nicht warum. Mockerl! Jetzt wieder Reset. Birger, check mal den Monkto Fighter Teppich an der Wand. Check mal den Teppich an der Wand, wo? Teppich an der Wand, wo? Jetzt sind alle Zimmer identisch. Außer der Kleiderschrank. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Jan, jetzt wieder ein Reset. Birgers Gackerl in Inzest, das wahrscheinlich besser passen, wahrscheinlich schon. Fotzen von sie. Hauptsache 2 Ritter in voller Montur zum Erdbeerbrocker schicken, weil jetzt einer alleine zusammen will. Ja, ich habe sogar 3 losgeschickt. Leute, dankeschön. Birger, lesen wir bitte mein letztes Don und Leute. Jetzt seid dann auf zum Donaten. Ich möchte Spein. Hallo, ich wäre hier zum Check-in. Haben Sie meine Reservierung erhalten? Bist du Gandalf? Timmy, hörst du nicht, bist du Gandalf oder bist du der Pfarrer? Das musst du wissen. Schleinkofer, merci dir. So wie es bei dir zugetan, wahrscheinlich Birgers Gackerl ist. Birger Wursterei bist. Wir können, es ist nie zu spät, sei Bude umzunehmen. Ja. Heute Angebot Free Hugs. So. Wenn das nicht zirkt. Kinder, wenn das nicht zirkt, dann weiß ich es auch nicht. Ja. Free Hugs. Wenn das nicht zirkt, dann gibt's Free Candy. Heute haben wir bloß 4600 gemacht. Das versteht's nicht ganz. Haben wir Gäste? Ja! Ja gut, sie fix, jetzt fegelt noch nicht die Prinzessin Zelda. Warum? Was ist da los? Warum haben immer nur... Warum ist das Spiel zufällig super gay? Keine Ahnung. Weil im Nebenzimmer liegen wieder 2 Porter, die Typen. Was ist da los? Tja, gay! Ihr sollt nicht, das ist falsch rum, Leute. Also ja, mir ist ja wurscht, Alter. Aber tauscht es halt dann einmal. Ich weiß nicht, für was habe ich euch das Loch da eingemacht? Kannst du beichten, wenn es pressiert? Weiß ich nicht, was da los ist. Weiß ich nicht, was da los ist. Kann man eigentlich mehr bitten? Kann man eigentlich ein Puck? So. Kann man eigentlich mehr bitten? Mehrere Doppelbetten in nur einen Raum einstellen? Ich werde jetzt mal schnell was ausprobieren. Aha. Okay. Dann muss ich mir da aus dem Modus raus. Mir mein Hotel gern umnehmen. Tu mir nächsten Tag beginnen. Wieso kann ich mein Hotel nicht umbenennen? Wo kann ich mein Hotel umbenennen? Doch gerade auch gegangen. Bin ich behindert oder was?
Macht jetzt meinen Witz kaputt. Wieso kann ich meine Bude nicht mehr umnehmen? Da waren gerade Kellnerinnen herum. Jetzt haben wir es zum ersten Mal am nächsten Tag in der Früh kommen Kellnerinnen auf, das werden wir uns anschauen. So, warum? Die Etage muss ich ändern! So ein Dreck! Ah, Free Hacks sind aus. Jetzt haben wir bei Biergas. Puh. Ich möchte, dass ich für immer das Zimmer anschaut. Hey, warte mal, ich glaube, das Brot hat geklebt. Nein, das Steak hat geklebt. So. Tu jetzt die Betten einmal woanders hin. Tu jetzt das gescheit mal! Da! Ich muss so viel loben mit dem Best Game Ever. Hashtag Best Game Ever! Ab in den Chat, wenn ich mitmache, der kriegt da Umdreh. Umdreh ist schön, dass du sagst, gibt's das. Da haben wir eingezimmert. Können wir mir da schon einen Preis festlegen? Ja, machst du auch 200. Warum nur 200? Irgendwas fein, ein Licht fein. Ich vergiss aber das Licht. Grütze, fix. Weißt du, die kleinen Dinge. Meist Speck kann den Baumodus auch mal hinten noch. Ja gut, ist wahrscheinlich fürs Spiel schwierig. Wir müssen bei Veranstaltung auch planen. Grütze, fix, dann nehmen wir die mit 100 Gäste. Arbeitsjubiläum. Mehr gibt's eh nicht. Zweimal haben wir keinen. Wie? 50 Erdbeeren. Wo sind die Erdbeeren? Ich hab euch Rittertrottel wieder zum Erdbeerenbrocker geschickt. Ah, da haben wir's. Passt. Zur Sicherheit geht's gleich einmal nochmal Erdbeerenbrocker, weil wer weiß, vielleicht müssen wir nur eine Veranstaltung machen, nicht, dass das passiert. So, dann Veranstaltung. Los geht's. Arbeitsjubiläum 100. Was kostet die Scheiße? 800. Ja, Pflanzei, passt schon. Machen wir morgen. Was haben wir da? Die wäre einen ganzen Tag lang nur Hauptgerichte. Nein! Ich brauche die Kohlen, Digga. Diggi, ich brauche die Kohlen. Du musst deine Bedienung mal im Hotelgewerbe anlehnen. Dass eine Bedienung nur das Hotelgewerbe macht, das machen wir am Tagesabschluss. Ich glaube, man kann ja die Aufgabengebiete festlegen und da wählen wir einfach eine aus, die sich nur um oben kümmert. Beziehungsweise wir melden alle ab vom Hotel und eine macht auch alles, also auch unten, aber halt noch zusätzlich Hotel. Oder 2 Bedienungen, dass da nicht eine ganze Mannschaft aufrumpelt. Schauen wir uns das einmal an. Da haben wir es was Prioritäten sind und dann kannst du ihnen verbieten, was da sollen. Ist das nicht wurscht? Ich meine, da gehen ja nicht, das ist ja wurscht, oder? Das ist ja wurscht, oder? Ah, es fehlen Zutaten in Ding. Oh, jetzt müssen wir. Ja, müssen wir auffüllen, das hilft nicht. Ich tue da jetzt nicht mehr einzeln umeinander, da wirst du narrisch. Da, Zutaten sind aufgefüllt, wie schaut's da drin? Oh, das geht auch langsam zu Ende, da haben wir noch für einen Tag. Ah, jetzt kriegen wir eine Veranstaltung. Kann ich da draufdrücken und er nimmt. Nein, nimmt er nicht. Ja, gut. Ja, ist ja wurscht, Am nächsten Tag steht die Veranstaltung. Dort. Wen haben wir da? Hey, jetzt ist der Link da. Der Link mit der Wasserrüstung, mit der Zora-Rüstung. So ein bisschen schon. Ein bisschen, ihr wisst schon, was ich meine, ein bisschen schon. Der wartet auf Prinzessin Zelda, aber sie hat irgendwie keinen Bock nicht, glaube ich, auf Männerpenis. Ich weiß nicht. Paddy's Bär, merci für den Fünfer. Bigger, du geile Sau, merci dir und du weiter so. Du, ich streng mich an. Merci dir. Colin, merci für den Fünfer. Biergas Bumsbude, Bier, Schnaps und Hartgeldnutten. Geil. Bier, Busen und Bukake. Wie oft soll der Stream entmonetarisiert werden? Bukake! Das ist das neue Jahr. Ich merke gern, dass wir in unserem Sprachgebrauch aufnehmen, aber jetzt sagen wir nicht mehr Ja, sondern Bukake. So, wir haben keine Ahnung, ich feiere meinen Geburtstag, kommst, sagst du nicht Ja, sondern Bukake. Was müssen wir da? Eigentlich nichts, wir haben nicht recht viel Geld, drück auf nächsten Tag, weiter geht's. Da ja ein paar Meter machen, was es was ist. So, wir haben eine Veranstaltung, da kommen alle reingeschwappt, schau. 128 müssen wir bedienen. Und die Forschung wird schon fertig, schau, das ist ärgerlich. Haben wir nicht gescheit getimed. Birger, du Anfänger, du bist ein totaler Kacknoob, halt mal deine Fotzen. Okay, ich mein Bukake. Birgers Golden Shower Resort.
Auch gut, gefällt mir gut. Wachs in die Lampen hinein, sonst brennt die Hütten ab. Hab ich schon lang gemacht. Da schau ich. Hier, sehr gutes Wachs oben und unten. Los geht's. Da fällt sich ja mal hinten von nichts. Was haben wir da? Oh, ein Schwammerl! Ja, wir waren auf einem Abenteuer, wir haben einen Lindwurm erschlagen. Da habt ihr uns mitgebracht. Ja, ein Küssel für Schwammerl. Sehr schön. Gut gemacht. Leck. Fischis haben wir auch. Was haben wir denn so für Veranstaltungen? Tu mir her, oh, einige Feste in der Bar, eins auf der Tasche. Müssen wir auffüllen. Kostet 1500, du besoffener der Ale. Wie tut man das einzeln auffüllen? Kann man das einzeln überhaupt auffüllen? Ja. Max-Auffüllung für 300. Wasser können wir auch gleich mit neuen Schwamm. Ja, wir müssen das Geld. Erst Geld. Du erst das Geld her. Erst die Kohlen. Wie schaut's da aus? Da schauen wir auch nicht mehr gut aus. Ale. Wasser können wir gleich mit nachfüllen, weil es wurscht ist. Bier haben wir auch nicht mehr. Vielleicht ist ein wenig ein Bierli rein. Ale. Unsere Gäste heute saufen alle Ale, kann das sein. Und deswegen geht das so schnell am Boden runter. Oder schneller am Boden runter wie die anderen Dinge. Aber ist ja wurscht. Bedienen, Leute. Unser Essen noch gelevelt. Der Erdbeerkuh, Levelaufstieg. Easy. Immer sauber einleveln, passt. Du kannst 4 Gäste nicht bedienen. Zu wenig Tische. Was? Wo steht das? Wo steht das? Die Zahl gibt an, wie viele Gäste heute noch in deine Taverne kommen werden. Ist das tatsächlich der Grund, oder was? Scheiße. Und weißt du, was wir auch vergessen haben? In unserem Hotel haben wir da ja super gute, jetzt pass auf, Dekoration. Wir haben da ja auch Vorhänge. Da. Es ist möglich, die Farben zu ändern. Ja. Ja, aber ich mag ja jetzt schon die Farbe ändern. Wieso geht denn das nicht schwarz? Hängen wir da, lila da auch passen. Tu den nicht runter. Aber wie ändert die denn die Farbe da? Wie ist denn das gegangen mit der Farbe? Jetzt habe ich den Farbding. Schauen wir mal, schwarz. Schwarz schaut schon edel aus, gell? Ja, schwarz edel. Rot ist zu viel rot. Ich sag das, es ist zu viel rot. Brauchen wir Kontrastfarbe. Die nehme ich ganz genau. Dekoration. Eine mit dem Vorhang. Zack. Steigert unser Ansehen. Kinder, das musst du wissen. Machen wir weiß. Zack. Schaut super gut aus. Können wir noch einen Schädel an die Wand hängen, so da das rot-blaue. Ja, oder blau vielleicht, aber rot und blau ist ein Kasperl seine Frau. Da mag keine fehlen da drin. Mr. Genius! Mein Pap hat die in der Sport... Hat er tatsächlich, ja. Ich hab mich erst nicht ganz auskennt, dass mir ein etwas älterer Herr hab ich die Herren, und so denkt so, keine Ahnung, ja, du bist ein Bürger, oder? Ja. Oder der Bub schwärmt von dir. Da hab ich gesagt, schaust dir meinen schönen Gruß. Ich hoffe, er hat einen schönen Gruß ausgerichtet. Merci dir. Er hat da noch ein Gesichts anbieten wollen. Was, ein Gesichts? Da bin ich wahrscheinlich schon, ich war schon am Gate ausziehen und davonlaufen und hat dann nichts mehr, ich weiß auch nicht. Haben wir nicht mehr ins Gespräch gegeben. Merci. Ja, alle Gäste dieser Veranstaltung wurden bedient. Du hast 800 Gold als Belohnung erhalten. Ja, herzlichen Glückwunsch. 5500 Gold gemacht. Passt. Haben wir wieder 3000. Ne? Da. Oh. Es passiert Verbotenes. Kinder, da passiert Verbotenes. Es ist soweit. In der roten Bukake-Bude passiert Verbotenes. Mehr kommentiert das jetzt nicht. Wir müssen uns in die Fasslauf füllen, weil wir nichts mehr haben. Da. Und die 3000 haben gleich wieder fort. Füll auf. Mach voll die Bude. Wenigstens hat er kein Kind dabei. Das ist richtig. Ja. Und wenn, dann darf es Freibier kriegen. Ja, unter 12, weißt du eh. Das ist ja generell die Geschäftsidee, wenn man so will. Schauen wir mal. Können wir uns sonst irgendwas leisten? Oder müssen wir uns was leisten? Ja, also jetzt pass auf. Licht, das pflanzen wir da so eine. Jawohl. Und ich glaube, wir können mir da schon... Nein, geht noch nicht. Da brauchen wir den Kleiderschrank, aber da spare ich drauf, dass wir den großen kaufen. Weil das eine Zimmer ist jetzt schlechter als das andere. Da ist Prinzessin Zelda! Der Link hat es einfach vergessen. Jetzt passen wir mal auf, was am nächsten Tag passiert, was die Bedienungen deren.
Tu mal Geschwindigkeit normal und dann nächsten Tag beginnen. Ah! Flugbison, der Schlungen! Ha! Hat er schon erschlungen. Du hast erfolgreich Diebe abgewehrt. Wir haben ein brutal. So, jetzt schauen wir mal. Unsere Gäste haben schon wieder weg. Wann würden das? Ich verstehe nicht. Verstehe ich nicht. Innerer Monk, die Wand bei der Tür ist noch nicht rot. Wo? Wand bei der Tür ist noch nicht rot. Die Wand, hast falsch geschaut. Die Wand ist richtig, sie stimmt noch nicht, aber sie ist nicht rot, sondern sie kehrt Holzen. Ah. Die Holztür ist hölzern und damit es innen auch ein bisschen besser ausschaut, machen wir das so. Easy. Habe ich sonst noch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Schaut alles gleich aus, oder? Schaut alles sauber gleich aus. Wunderschön. Wunderschön! Innerer Monk, merci für den Euro. So, ich hoffe, ich habe keine übersehen. Wird schon passen. Alle haben das nach nebenan Luke-Fenster drin. Sehr schön. Ja, also das ist mein Hotel. Kapiere ich noch nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. So, da haben wir ein paar Erdbeerle. Wie viel brauchen wir noch? 28 so rote Gäste. Sollen wir noch mehr Veranstaltungen machen? Ganz schnell. Ich weiß es auch nicht. 40. Ja, haus rein. Hau die 40 Trotteln rein, weil es wurscht ist. Ja, geht schon, da brauchen wir nichts, wir verbrauchen keine Ressourcen, nichts. Wir sparen jetzt unser Geld ein wenig zusammen. Vielleicht können wir auch da noch einen Tisch erstellen, da noch ein, zwei Tisch oder da mindestens noch einen langen Tisch hinstellen mit 4 Bänken. Damit wir, jetzt haben wir nur noch 141 Gäste pro Tag. Warum? Warum? Wegen wieder? Echt? Mir? Oh! Das hätte ich aber nicht gewusst. Da bin ich mit dem Mauszeiger wahrscheinlich schon 1000-mal drüber gefahren, hab's aber noch nicht einmal registriert. Unwetter! Ich meine, es duscht wird Zahl. Minus 50% zu den Gästen am Tag. Interessant. Interessant, Kinder. Ja. Da levelt jemand, ich hab's genau gesehen. Da unten Rockbart. Ist der halt da? Ich weiß nicht. Trinkgeld, Geschwindigkeit. Oh, der ist noch nicht so schnell unterwegs. Geschwindigkeit, Treppensteigen. Was muss man da jetzt mit deren? Machen wir jetzt so. Ein Trinkgeld. Ja, beweg dich mal schnell. Haben wir da. Wieso wollten eigentlich unsere Forscher über so viel Geld? Ich bin immer unzufrieden. Ich bin immer unzufrieden und der Lana auch. So. Weiter geht's. Passt schon, klang schon. Machen noch Vorhänge in das Zwischenfenster. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, das Thema. Das ist eine gute Idee, die gefällt mir richtig gut. Die werden wir sofort in die Tat umsetzen. Und zwar ist es schade, dass man nicht da schon eigentlich rot auswählen kann und dann, sondern ich muss nachfahren. 3, 4 und von der anderen Seite natürlich auch. 1, 2, 3, 4. So, und dann machen wir alle rot. Nein, das muss weg. Typ rot. Machen wir die rot oder weiß? Ja, im Innenraum, die machen wir rot. Schaut besser aus. Machen wir so. Und dann machen wir so und so. Schaut besser aus. Schau das so. Absolut pornös. Und dann hauen wir gleich noch einen Kleiderschrank mit dazu, damit wir das Zimmer nutzen können. Das Ding braucht noch einen runden roten Teppich. Nein, den haben wir am Anfang schon. Schau dir das so, wie die verdammte Pukake-Bude ausschaut! Wer da nicht Bock auf vorbeikommen hat, das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Menü gelevelt. Das ist alles, was ich weiß. Da, die Gemüsesuppe ist jetzt Level 3. Nice. Oh, schön. Und Werbung machen wir auch schon im Chat. Hot Girls hier, for free. Eigentlich sollten sie erinnern. Bei schlechtem Wetter würde sich das auszahlen, Preis anzuheben. Ist die Frage, ob dann natürlich das Verlangen nach einem Hotelzimmer steigt. Logisch war's. Lampen und Wachs, Mr. Mash. Es ist schon seit ungefähr einer Stunde sehr gutes Wachs drin. Backseat-Chef. Du hast bei den Kellnern die Löhne auch noch nach unten setzen nach dem Hochlevel. Das habt ihr mir schon einmal gesagt, das haben wir schon mal probiert. Das ist mir jetzt blöd. Warum? Ganz ehrlich, die Listen ist halt einfach nicht schön gemacht. Dass ich da jetzt jeden einzelnen durchscroll, da wirst du narrisch. Und im Prinzip geht das dann maximal bis 1100 runter auf die 69. Nice.
Gold, die immer da durchsparen, ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. So, wie viel Gold haben wir? Können wir uns einen Tisch leisten, einen anständigen? Wir können uns auch mal die guten Tisch leisten, langsam aber sicher. Aber ist ja wurscht, was weiß ich schon. Wir machen das jetzt so. Da ist ein Platz. Zack, zack. Dann kommt da die Bank hier und dann sitzt man da direkt am Ofen dort und das gefällt mir nicht. Das heißt, wir erweitern mal dahinter, ein kleiner Schlitz, 1, 2, zack, und dann brauchen wir Bänke, Sitzplätze, da nehmen wir auch mittlerweile die guten oder die etwas besseren, sagen wir es so. So, haben wir noch mal ein bisschen mehr Sitzbar, man kann da anständig vorbeigehen und aufgehen, wunderschön. Und das ist noch so ein Teil, der mir nicht gefällt, weil, aber ich glaube, das werde ich nicht anders machen lassen, weil wenn ich die Treppen nehme und da ganz ohne stehe, funktioniert das dann. Und das schaut halt da scheiße aus. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Das gefällt mir noch nicht so gut. Jetzt warte mal, vielleicht können wir es auch so machen. Warte mal. So. So. Na, warum? Ich meine, funktioniert das? Das ist ja Kacke, oder? Was ist das für ein Schmarrn da? Man braucht halt irgendwie, wie soll ich sagen, so eine Mauer rundherum. Weiß auch nicht, wie ich sagen soll. So halt. So. Kann man. Jetzt warte mal. Dann hängen wir jetzt dabei mit da hin. Jetzt pass auf. Ich muss was probieren. Machen wir so. Nein, das ist falsch. Nein, das habe ich halt schon hingebaut. Teppich stimmen nicht, ja, gleich. Und oben? Ich weiß auch nicht, das ist nicht. So, weißt du wie ich mein? Du weißt schon, wie ich mein. Nehmen wir die Treppen. Nur uns weiter daher. Das schaut halt einfach nicht sauber aus, das gefällt mir nicht. Nein, gefällt mir nicht. Selbst das schaut besser aus, aber ich hätte die Wand gern zu. Wo man einen Holzverschlag hin. Der schaut besser aus. Aus irgendeinem Grund schaut das besser aus. Ich weiß jetzt auch nicht. Jetzt machen wir mal noch eine Dekoration und ich glaube, da passt doch so ein. Ja. Passt so ein Schädel ganz gut hin. Ah. Ja. Wird. Warte noch. Was können wir jetzt da so in die. Was können wir mitten reinhängen? Ich weiß es auch nicht. Treppen nach rechts rauf. Ist auch eine Idee. Ist auch eine Idee. So. Ja. Verliere halt einen Platz, gell? Das ist aber nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das Schädel hängen wir jetzt da hin. Und da pfeffert mir jetzt ein wenig Geld raus. Das ist mir wurscht. Aber ich mag, dass das da halbwegs noch was halbwegs schön ausschaut. Das Ding können wir wieder da hängen. War immer gleich. Dann müssen wir da auch nichts einbauen, wenn man mich fragt. Das hängen wir da hinten. Aber das kann man da nicht hinhängen, schade. Kann man es ins Eck hängen? Nein. Schell mich um. Nein, leck mir am Arsch! Darum! Da passt es auch nicht hin. Nirgends passt es hin. Kann man das Schädel an Treppen hängen irgendwie? Nein, kann man nicht. Jetzt habe ich halt das Schädel da. Wieso kann ich das Schädel nicht so schön in der Mitte von der Wand? Geht ja eher vor mir. Warum geht denn dieser vor mir? Ah, dann lassen wir es hängen. Da schaut es gut aus. Wunderschön! Dann müssen wir das aber auch noch anders machen. Da wieder was ist. Sonst können die da ja nicht aufgehen. Und da macht man ein Geländer hinten. Da wieder was ist. Da machen wir ein schönes Geländer hinten. Oder wir machen auch so. Das schaut gut aus. Ja, Dekoration. Machen wir auch wieder ein Schädel hin. Aber an dem kann man nichts aufhängen. Da hängen wir da noch ein Schädel her. Nicht genügend Geld. Wir haben kein Geld mehr. Das ist doch gleich Welten besser. Oder müssen wir weiter...
Sag das, was ist das? Lasst sich nicht anständig Ski bauen, so wie es ich gern hätte. Bau halt eine Wendeltreppen, die braucht weniger Platz, das stimmt. Aber da gefällt mir Treppen nicht. Scheinkoffer! Wie war's noch mit dem Holzverschlag zwischen deine Bukake-Zimmer? Dann kann der Gandalf selbst sein ranziges kleines Wiener zur Zelle in die Popo-Brigade umhalten. Ich habe eigentlich eher so, den Gedanken des Beichtstuhls. Wir sollen sagen, jetzt beginnen wir erstmal den nächsten Tag, damit wir mach den Boden im Eck. Ach stimmt, das geht ja auch. Man kann den Boden im Eck noch wegmachen. Bodentextur weg. Diese Bodenfliese kann nicht gelöscht werden, da sie einige Requisiten unterstützt. Das ist dann die Mauer, nehme ich an. Das ist diese Mauer. Du hast nicht genügend Geld für diese Aktion. Ich kann mir nicht einmal das Abreißen leisten, so meiserlarm sind wir. Ja, abwarten. Mal gleich eine Zimmerwand hin. Nein. Gefällt mir nicht. Auf alle Fälle ist unser Hotel ist tipptopp. Tipptopp Hotel. Was sagt jetzt da wieder dazu? An dieser Stelle liefer Like für Birgers Bukakenbude. Smash der Like-Button und Twitch geht gefälligst auf YouTube und lasst da ein Like da. Wer das nicht tut, ist kein Twitch Ultra. Frau Herzinger, die habe ich übersehen. Mein Dono hast du übersehen, Spacken! Du musst die Preise vom Hotel anpassen, dass du 100% Auslastung hast. Hashtag ProGamer. C-Fix. Bringt's das so viel mehr? Ich meine, es ist ja theoretisch scheißegal, ob unsere Hotelzimmer zu 50% belegt sind für 200 Gold oder schauen wir mal, wie weit wir runtergehen müssen, bis wir bei 100% sind. Ja, oder für 100 Gold 100% belegt sind. Ja, das ist Mathe im 10er-Bereich. Ich weiß jetzt auch nicht. Oder vertue ich mich gerade? Dann bin ich der Backseat-Mathe-Magier. 80% reichen vollkommen. Dann machen wir es halt so. 150. Machen wir 150. Auf 150 kann ich mich einlassen. Ja, da muss ich jetzt ausnahmsweise den Indie-Game-Entwicklern einmal nachsagen. Das ist jetzt nicht das geilste Menü auf der ganzen Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte man. Da habe ich ja noch einen totalen Scheiß da. Was ist denn das für Käse? Machen wir 150. Mach doch in der Ecke bei der Treppen eine Besenkammer draus. Vielleicht kriegen wir noch irgend sowas, ja. Das ist gar keine so schlechte Idee. Vielleicht kriegen wir noch irgend sowas. Da haben wir jetzt mittlerweile wieder Geld, dass ich die Scheiße da wegreißen kann. Und bis dahin machen wir es folgendermaßen. Bodentextur, weg mit. Ist vielleicht wegen unten. Verstehe nicht. Nein, das bleibt jetzt dabei so. Und irgendwie, da hätte irgendwas steht. Weißt du, was man der? Da steht mir was davor, so eine Ritterrüstung oder so. Häng noch Deko an die äußeren Wände der Zimmer. Das ist ein guter Punkt. Also der Platz ist auf alle Fälle mehr Aufkommen für Schüttel, für so Bilder, die wir kriegen. Achtung, Menü gelevelt. Ich wurde abgelenkt. Entschuldigung, was hat gelevelt? Der gebratene Fisch ist jetzt Level 4. Very nice. So, aber ja, Deko an den Außenwänden, da bin ich auch schwer dafür, und zwar für diese Dinge. Oder wir haben auch also glatte Vorhänge. Gibt es da einen roten? Nicht wirklich, also keinen knallig roten, sagen wir es so. Knallig roten. Hoppala, daneben klickt. Ja, haben wir schon wieder nicht mehr genug Geld dafür. Aber ihr glaubt, ihr kennt meinen Plan. Ein Tisch ins Zimmer und die waren Level 3. Da klang kein Tisch, oder? Achtung, da hat was gelevelt. Die Pilzsuppe, jawohl. Müssen wir noch mal schauen. Oh, kleine Hotelmöbel sind aber gleich fertig schon hin. Wir brauchen noch 3 goldene Gäste, dann können wir das Nachttisch alleine stellen und dann passt's. Easy peasy. Was haben wir denn? So funktioniert das Hotel. Nein, das haben wir schon gehabt. Wir haben kleine Hotelmöbel. Serie ballert meine. Jawohl. Jetzt kommt das 3-Sterne-Hotel. Easy. Und zwar, jetzt pass auf. Hotelzimmer, da schaut er das an. Alter, da können wir gleich alles Zimmer. Was braucht man für mehrere Sterne? Schauen wir mal.
Anforderungen für 3 Sterne, der Nachttisch. Den haben wir jetzt, den bauen wir ein. Alle Anforderungen für 3 Sterne erfüllt, ergibt 4 Sterne. Da sind 2 Fenster. Sie wissen bloß nicht, dass das eine Fenster in das andere Schlafzimmer umgezeigt. Das wissen sie nicht. Egal. So, Nachttischel. Nachttischel stellen wir natürlich da hin, wo sie gehört. So. Ja, da finde ich, schaut es aber nicht gut aus. Sag ich dir, was ist? Ich bin unschlüssig. Stellen wir es mal hin. Das steht da so in den Holzbalken ein. Ich hoffe, dass man es sieht. Ich meine, die Button sind so riesengroß von den scheiß Hotel-Dinger. Aber eins davon weg schaut auch nicht gut aus. Sag ich dir, was ist? Ich bin fast dafür. Dass wir den Schrank eins ins Eck stellen. Ich weiß schon, Teppiche müssten wir auch noch verschirmen. Der man nicht ins Haushalt gehen. So. Und dann nehmen wir die Nachttische. Warten die jetzt da. Machen wir es der Bräden hin und die machen wir da dann hin. So. Das ist gut. Das ist sehr gut. Nachttischel. Her mit dem Nachttischel. Bam. Dann haben wir diese. Oh, da haben wir diese Umkleide da, gell? Schaut, dass man es nicht schräg positionieren kann, aber ist natürlich verständlich, dass das nicht geht. Jetzt ist die Frage, wo wir das hinsetzen, damit das einigermaßen nach was ausschaut. Wahrscheinlich da ganz an die Wand ohne. Oder so neben dem Kleiderschrank. Wird das Ding benutzt oder so? Ja, schaut auch kacke aus. So ein Ding müssen wir halt, das hilft nicht. Pflanzen wir jetzt nochmal straight da so rein. Man, das muss ja neben den Schrank hin. Wo ist denn sonst hin? So. Und ein Nachttischel, glaube ich, haben wir vergessen. Da. Hab schon der Lut. Haben wir. Und dann haben wir so ein Schreibtischel. Ich weiß zwar nicht, was wir mit dem Schreibtischel wollen, aber da kannst du dann daher sitzen an dem Beichtstuhl. Nicht genügend Geld. Ah! Was kostet das Ding? 300. Ja, hilft nicht. Na, jetzt pass auf, haben wir jetzt da eine 5-Sterne-Bude beieinander, oder was? Nein, 4-Sterne-Bude. Und was kann. Ah, da unten einer nur 5 Sterne. Kamin und Badewanne! Bruder! Wie soll man den noch zusammenkriegen? Wo ist denn das? Das ist wahrscheinlich dann große Hotelmöbel. Uff, schaffen wir den noch? Nein, ich fürchte nicht. Schade. Aber egal. Eine 4-Sterne-Bukake-Bude, die muss gehen. Hast einen Tisch im Zimmer vergessen? Wo? Ja, ich glaube, du bist auf YouTube, du hängst vielleicht ein paar Sekunden in neu, hab schon erledigt. Alle Nachttische drin. Alle Teppiche, haben die Teppiche gleichmäßig? Nein, haben sie nicht. Machen wir so. Blub. Jetzt sind sie gleichmäßig. 1,5 Kastel, nein, sind sie nicht. 2 Kastel von der rechten Wind weg, passt. Alter. Und dann müssen wir Preise noch passen. Das habt ihr ja absolut richtig gesehen. Jetzt ist die Frage, der Preis ist zu niedrig. Hoppla. Jetzt ist er grün. Schauen wir mal, 100%. Jetzt kommen wir auf 250 dran, 260, 270. Ich bin mit 80% völlig zufrieden. Ne? 277 Gold verlangen wir. So schaut es nämlich aus. 277. Nächste Zimmer. 277 ist das schon alles gleich. Da haben wir jetzt eine 81%ige Chance. Wieso haben wir da mehr Chance als in dem anderen Zimmer? Das kapiere ich jetzt nicht ganz. 63%. Alle Schränke im Raum sind 4 Sterne. Wegen einem 4-Sterne-Schrank. Was haben wir da? 80%. Und wieso zur verfickten Hölle haben wir jetzt da 81%? Was ist da mehr drin? Da ist genau das gleiche Zeug drin, ich verstehe es nicht. Vorhang, Doppelvorhang, Schrank, die. Warum? Macht keinen Sinn. Na? Sehe ich nicht. Fühle ich nicht, Brudi. Fühle ich nicht. Ja, 270, 80, so. So, was mir mittlerweile auch nicht mehr gefällt, sage ich dir auch freiwillig, wie es ist. Muss einfach. Also, die Buttons in die Hotelzimmer. Tut mir leid, aber die haben eine Vollkatastrophe.
So, jetzt kannst du während dem Fegeln in die Bukake-Bude umschauen, ohne dass jemand gespannt. Noch besser. Das ist wie der Human Centipede. Kennt den jemand? Weiter mag ich das jetzt nicht erklären, was das ist. Schaut auch nicht nach, was es ist. Nimm die Umkleidewand direkt neben Bett und Tür, damit als Busen-Eval ihren Göttergarten Linky Wiener nicht gleich erwischt, Privatsphäre. So. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, weil ich es nicht ganz entziffern kann. Merci dir. Herr Meier, merci wieder im 5. Habe ich dir ein bisschen spät dran. Werd's aber nachschauen. Grüße gehen raus. Was an der Stelle auch einmal, lieber Chat. Grüße an den Nachschau-Squad. Küsschen aufs Nüsschen. Foxy, Trivia-Zeit! Es ist nicht hundertprozentig nachgewiesen, aber es wird gemunkelt, dass die Prostitution ihren Beginn mit den Tempelhuren von Babylon nahm. Eine Art heilige Prostitution, bei der sich Frauen aus Dienst an der Göttin Ishtar prostituierten. Ohne Gewehr. Das nehmen wir auf alle Fälle ernst. Haben wir wieder was gelernt, ja? Damit meine Streams auch ein bisschen einen pädagogischen Wert haben und junge Leute ihnen die Eltern sagen können, hey! Wir haben halt was gelernt, nämlich, dass Nutten früher und wie man ein Fickhotel baut. So, Fasslager plus eine Küche. Jetzt habe ich anstatt Kamin habe ich Ketamingrill gelesen. Herzlichen Glückwunsch. Aber scrollen wir vielleicht einmal mal hinter, was würde denn noch so alles kommen, was vielleicht nur eine tolle Spielmechanik war. Weil dann schauen wir natürlich weiter. Also plus eine Küche, Fasslager, ein Kamingrill, nochmal eine neue Etage, Requisiten für die Suppe und dann natürlich die großen Hotelmöbel für 5-Sterne-Zimmer mit einem Spiegel, einer Wanduhr, der Badwanne und so weiter. Dann haben wir das unbegrenzte Fass. Was ist das? Das ist ziemlich teuer, da brauchst du schon 1500 so Forschungspunkte. Was werden das unbegrenzte Fass sein? Ist es das sich selber auffüllt? Obacht nicht, dass ein bekannter YouTuber, er ist ja kein YouTuber mehr, aus Franken in dein Bukake-Paradies einkehrt. Meinst du zufällig den, der sich jetzt für Escort zum Verkauf anbietet und sogar Preislisten ins Internet gestellt hat? Der? Alter. Unbegrenzte Bars! Also unbegrenzte Bars. Warum? Ich bin ja richtig behindert. Mit dem rechten Auge lese ich im Chat eine, mit dem linken lese ich bloß unbegrenztes und erfasst das Fass und sagt dann unbegrenztes Fass. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir noch Toiletten, unbegrenzte Küchen, nochmal neue Etagen, Polsterungen, Küchenutensilien Level 3. Also im Prinzip levelt man nur noch alles, was wir schon haben an Spielmechaniken und du kannst dann immer schöner bauen und effizienter bauen. Fetterne Feuerlöscher, so Attraktionen wie ein William Tell, Hau den Lukas, Basketballspiel, Allgemeinspiele, was halt noch mehr Leid anzieht, noch mehr Ansehen macht und so weiter. Also im Prinzip haben wir es an der Stelle jetzt gerade durchgespielt. Wenn man so will, haben wir es eigentlich gerade durchgespielt. Lass mal laufen. Weiß jetzt nicht, was wir sonst noch da sind. Hotel mit Klo ist dann 100 Sterne, oder? Ich denke schon. Es ist nur das Klo ist das Hotel dann. Also im Prinzip haben wir es jetzt in diesem Moment durchgespielt. Mehrer ist auf die Schnelle nicht mehr möglich, der Rest ist grinden, wenn man so möchte. Und es macht Spaß, ein schönes Aufbauspiel. Da bin ich mir sicher, dass ich irgendwann offstream das irgendwann einmal auspacke und zur Gaudi spiele. Da sind unsere Gäste, Shahi, der Gabba Gandalf, diesmal allein, liegt da drin. Oh, da haben wir, und endlich haben wir das erste Hetero-Pärchen. Trotzdem machen wir nicht recht viel mehr Geld, wobei wir haben uns heute wir haben angefangen, täglich positiv 4.000, 4.400, jetzt sind wir bei 5.400. Jetzt werden wir da natürlich jeden Tag volle Kanone eingrinden, Daten, noch mehr Etagen, noch mehr Tisch, noch mehr alles, noch mehr eng alles zusammen. Dann darf es natürlich schneller gehen, das ist eh klar. Erforschen wir das Fassellager, ein Biergarten. Gibt's da Mods oder DLCs? Das ist eine gute Frage. Moment, da mache ich mal schnell Steam auf. Ich glaube nicht, dass es Mods gibt. Da ist es klar und unbekannt. Leider.
Ich glaube nicht, dass das noch groß weiterentwickelt wird, weil es ist ja relativ weit und für, was hat es denn gekostet? Was hat denn das Spiel gekostet? 15 Euro? Ich bitte dich, wenn ich für 15 Euro 10, 15 Stunden Spielspaß kriege, mehr verlange ich nicht. Da habe ich schon mehr Geld für beschissene Spiele ausgegeben. Battlefield! Nicht Scum, wie hat's geheißen? Scorn! Habe ich Gott sei Dank nicht gekauft, sondern war im Battle Pass drin. Du weißt schon, was ich meine. Also auf Tavern, Master, 15 Euro, Alter. Und ein Workshop, hat es einen Workshop? Ich weiß es nicht. Hat es einen Workshop? Ich sehe keinen. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo der Workshop angezeigt wird, wenn er da ist. Habe ich nicht damit gerechnet, dass das Spiel so gut ist. Sag ich dir, wie es ist. Macht wirklich Spaß. Du hast immer Progress. Das ist wirklich wie. Also, wir müssen mal schauen, können wir mittlerweile die Preise hinterher. Wir haben 341 Gäste am Tag. Erhöhen. Da haben wir bloß noch 150. Wie viel haben wir bedient? 200, 230, 235. Ja, die Preise kommen nichts mehr machen. Ja! No Man's Sky. Cyberpunk habe ich auch immer noch nicht durchgespielt. New World habe ich ziemlich reingesuchtet, bis ich dann gespannt habe, was für ein schlechtes Drecksspiel das ist. Also ich habe mich sehr schnell Level 60 gemacht, was heißt sehr schnell, das hat 2 oder 3 Wochen gedauert, obwohl ich sehr viel gespielt habe. New World war eine Katastrophe, ja. Fallout 76, Vollkatastrophe, das hat mir 50 Euro gekostet, weil ich natürlich dumm genug war, als absoluter Fallout-Fanboy an Tag 1 Fallout 76 zu machen. Was war was für Spiel bereut's am meisten, das gekauft habt und dann wahrscheinlich noch 2,5 Stunden gespielt habt, dass ihr es nicht mehr zurückgeben könnt und ja. Star Wars Battlefront, Battlefield, das letzte, ich glaube bei mir auch. Da habe ich, glaube ich, 4 Stunden Playtime. Oder 5. Russian Punk? Was ist ein Russian Punk? Fallen Skies? Timberborn. Das ist, da bist Biber, oder? Und baust der Stadt auf. Bei ganz viel Battlefield. Das ist, Leute, das muss uns unbedingt eine Lehre sein. Nie wieder stellen wir mir Spiele vor. Nie wieder. Kein Diablo. Ich werde es vorbestellen, weil ich der Streamer bin. Ich fange am Freitag zum Dauerstreamen an, bis ich in Urlaub fliege am Mittwoch. Darum bestelle ich es vor. Nie wieder. Nie fucking wieder. Was haben wir sonst noch für Spiele da, wo ihr bereut? DayZ, weil es auf meinem Computer nicht läuft. Wenn es nicht läuft, gib's nur zurück. Du kannst Spiele bei Steam zurückgeben, wenn du sie noch nicht länger wie 2 Stunden gespielt hast. Kriegst du dein Geld wieder, völlig reibungslos. COD Vanguard. Die letzten CODs auch schlimm. Ich meine, aus meiner Sicht, das ist ein bisschen schlecht zum Sagen, weil ich mir viele Spiele einfach generell schon für einen Stream kaufe. Im Prinzip für euch kaufe, für da und so weiter zum Probieren. Deswegen ist es schwierig bei mir zum sagen, was ich bereue, weil wenn das Spiel scheiße ist, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber wenn ich es jetzt aus Off-Stream-Sicht sehe, dann war Battlefield und das neue Call of Duty die schlimmsten. Also das neue Call of Duty, die Kampagne, die ist so unterirdisch schlecht, das ist wirklich zum Kotzen. Russian Punk ist ein Game, das nur 2 Euro kostet und nicht mal das ist der Schuld wert. Ja, okay. Der Genius, mein Dad hat gemeint, du bist viel gewamperter. Ich hab abgenommen, wird Sau. Und ich bin vielleicht gar nicht so gewampert. Ich sag bloß, dass ich gewampert bin, dass ich fetten Witze machen kann. Ich wurde durchschaut. Ghosts of Tsushima. Haben wir da wirklich jemanden erinnert, der sagt, dass das ein schlechtes Spiel ist? Weil das ist ja doch sehr krass gefeiert, muss ich sagen. Ich hab's selber nicht gespielt, weil ich keine Konsole nicht hab. Was sich eventuell ändert, wenn neuer PC habe, Streaming-PC, und da kann ich dann einfach eine Konsole anstecken und passt und muss da nicht sonst was herbauen und mit Fernsehen und Klump und dann jetzt mal, ja, ich spiele meine Konsole, dann muss ich wieder alles umbauen. Das mag ich nicht, das tue ich mir nicht an. Wie narrisch. Auf alle Fälle nicht mehr vorbestellen. Kein Diablo, kein Hogwarts Legacy. Warum? Warum soll man Hogwarts Legacy vorbestellen? Warum? Habe ich heute erst oder gestern eine GameStar News gesehen, dass sie die schon dumm und dämlich verdienen mit den Vorbestellungen. Ihr habt nix gesehen von dem Spiel. Fucking nix. Und ich war unfassbar vorsichtig. Unfassbar vorsichtig mit Hogwarts Legacy, weil das Kampfsystem. Schau dir mal ganz genau das Kampfsystem an. Der macht da 2, 3 Zauber und mehr ist es nicht und dann fallen irgendwo Leute um. Ich glaube, das ist die größte Schwachstelle des Spiels.
Warum das vorbestellen? Du kriegst nichts. Es ist kein Multiplayer-Spiel, nichts davon. Kauf's an Tag 1, wenn's ist. Meinetwegen. Oder wart einen Tag, bis ich gespielt und gestreamt hab und schaust da an. Und dann kannst du es kaufen für einen 50er oder eben nicht. Aber auf keinen Fall was vorbestellen, wo du vorher nicht von irgendwelchen Streamer oder von echten Leuten, die nicht der Publisher oder der Entwickler sind, echtes Gameplay gesehen hast. Ich flippe aus. Bitte hör mal auf damit. Bei mir ist WoW, Shadowlands und BFA. Habe ich auch nicht vorbestellt. Ich bestelle auch keine, ich habe noch nie ein WoW vorbestellt. Warum auch? Und also das neue Dragonflight ist auch ganz schön teuer, gell? Die Heroic-Version, wo du dann Level-Up dazu kriegst und so, schwierig. Vorbestellt tue ich schon seit 15 Jahren nichts mehr. Ich weiß ja gar nicht, wie man vor 15 Jahren was vorbestellt hat, da hat es noch kein Steam gegeben. Also hat es schon, aber nicht so wie heute. Ich habe vor, keine Ahnung, 10 Jahren Beyond Good and Evil 2 vorbestellt, das Spiel ist nie erschienen. Da kommst du mit 10 Jahren gut hin, ja. Da labern sie ja immer noch. Naja. So, müssen wir jetzt noch irgendwas in unserer Birgers Bukake-Bude tun? Oder labert man einfach noch? Was sagt ihr? Achtung, machen wir Abstimmung. Ab in den... Was ist denn das? Ja, PC-Releases-Video 2023 auf. Die größten Spiele-Highlights des Jahres auf dem PC. Allerdings eine Stunde das Video, das können wir uns halt leider nicht mehr anschauen. Jetzt warte mal. Jetzt machen wir eine Umfrage. Wollt ihr das sagen? Machen wir meine Umfrage. Und zwar erstens. Die alte Umfrage müssen wir uns anschauen. Was ist Battle Brothers? Ist wahrscheinlich, wir werden sehen. Start ein neuer Tag nebenbei. Das ist eine gute Idee. Eine gute Idee, kann ja nichts kaputt gehen. Haben wir mir genug Zeug drin? Ja, lassen wir einfach laufen. Lassen wir normale, eigentlich die ganze Zeit schon durch, ich hätte kein Standbild anschauen müssen. Jetzt jetzt schauen wir da mal, gehen wir in meinen Kanal hinein. Schauen wir uns das mal an. Bitte los. Leute, die machen wir nicht selber. Also, wir haben 857 Stimmen. 32% sagen, ob wir Battle Brothers spielen sollen nächsten Mittwoch oder nicht. 32% sagen ja. 12% sagen nein. Das sind ungefähr 80, 90 Leute. Wissen die überhaupt, was Battle Brothers ist? Und über die Hälfte, also über 400 Leute sagen, was ist das? Das werden wir uns jetzt nicht, was da alle Gäste, aber wir haben ja eine Veranstaltung gemacht aus irgendeinem Grund. Ja. Map oder so ähnlich. Schuidel, Holzbredel, Bredel! Okay, also ich kann euch sagen, wie es ist. Wenn da ein Nein dabei steht, dann interessiert mich nur, ob wirklich, wenn wirklich 90% oder 80% oder über die Hälfte der Leute sagen, na los, das ist voll der Dreck, dann nehme ich das vielleicht wahr. Aber wenn das 12% sind, die ganz gezielt sagen, nein. Wer hat da, ist ja nicht schlimm, wenn du keinen Bock nicht drauf hast, dann muss jetzt keiner rechtfertigen, auf das möchte ich gar nicht hinaus. Wer, ab in den Chat an Einser, wer hat auf Nein gedrückt? Wer noch da ist. Und vielleicht dann Bindestrich, warum? Das darf mich einfach nur interessieren. Battle Brothers, ist das der Hobo-Simulator? Der Marco hat drauf, der Vincent hat drauf gedrückt. Kennt ihr das Spiel überhaupt oder was ist der Grund, warum nicht? Ihr erinnert mich noch sehr gut an RimWorld. Das haben auch viele nicht kennt. Was hast du für Kopfhörer und sind die schwer? Na, die sind nicht schwer und ich weiß nicht, wie es heißen. Warte mal. Also Biodynamic weiß ich schon, die Marke ist Biodynamic. DT770 Pro, die 80 Ohm Version. Mir wurde keine Abstimmung angezeigt, also die Leute auf Twitch, es gibt nur Abstimmungen im YouTube-Chat, ich habe keine so eine Funktion auf Twitch. Zoom mal rein, dass man die Leute sieht. Machen wir so. Damit man da was sieht. Wir müssen von der anderen Seite her schauen. Da sieht man was, da schon hin. Schaut gut aus, das schaut gut aus. RimWorld zu gut. Ist RimWorld nicht eine Kategorie von PH? Das führe ich jetzt nicht weiter aus, was da gemeint ist. Eins, ich bin für Landi. Ja, Lukas, da sage ich jetzt nichts dazu. Eins ist gleich, don't play Battle Brothers, play DayZ, be a man. Wir spielen nicht, ganz wichtige Information, nächsten Montag spielen wir DayZ und am Mittwoch spielen wir Battle Brothers. Wie ich schon angekündigt habe, so mehr oder weniger, ankündigen, schneiden, laden, hochrendern. Schneiden, laden, hochrendern, was? Montag, AAA, DayZ und am Mittwoch Indie Games.
Herr Reit! Anthem war bei mir die größte Enttäuschung jemals. Boah, leck, ja, Gott sei Dank, das hat so cool ausgeschaut. Das hat so cool ausgeschaut. Ah, leck, Alter, ja. Herr Reit! Wir müssen wieder in Zwickel 50 gehen. Wann spielst du denn dann Hogwarts Legacy? Herr Lindner, wenn es rauskommt. Mitte Februar kommt es. Am 10. Februar, glaube ich, kommt es. Und an dem Montag direkt danach fangen wir sofort an mit Hogwarts Legacy. Mal hochrennen. Sag's bitte her, das Battle Bros, dann können wir abstimmen einmal. Wenn ich euch jetzt zeige, dann sagen alle Nein. Und wenn ich euch Rimworld vorher gezeigt hätte, dann hätten auch alle Nein gesagt. Und wenn ich euch vorher das da gezeigt hätte, hätten auch alle Nein gesagt. Und wenn ich euch vorher Transport Fever gezeigt hätte, hätten auch alle Nein gesagt. Ich kann euch nicht erklären, was das ist. Es ist eine Geschichte, es ist ein Strategiespiel. Ich probier's. Probieren wir's? Probieren wir's. Ich glaub, ganz ehrlich, Spiel haben wir durchgespielt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Press F für die Entwickler von Tavern Master. Ein nettes kleines Spiel. Ich wünsche weiterhin jedem viel Spaß damit, den ich damit angefixt habe. Waren ja doch einige. Und dann darf ich sagen, ein letztes Mal Press F für Bürgers, Busenbude, Bumsbusenbude und Bukakebude. Das ist so. Es war mir ein Fest. Sehr schönes Spiel. Sehr empfehlenswert. Für 15 € machst du hier nichts falsch. So, speichern! Autosave, Bürgers, Bumsbusen. Mir ist Bumsbusen. Ja, wir sollten das Niveau übrigens immer da halten. So, jetzt pass auf. Jetzt schalten wir mal das Sperrs. Machst du mal das Sperrs. Und dann unterhalten wir uns noch ein wenig. Was machen wir nächste Woche? Das war jetzt für alle, die jetzt vielleicht haben ein paar Leute traurig, spiel weiter. Es kommt jetzt nichts Neues mehr. Das ist nur noch auf nächster Tag drucken und alles größer und mehr bauen. Es ist immer das Gleiche, jetzt geht der Grind los. Und das ist dann der Punkt bei solchen Spielen, wo ich dann für den Stream einfach aufhöre. Off-Stream spiele vielleicht mal, wenn man langweilig ist, einmal weiter, kann passieren. Muss nicht sein, aber ja. So, jetzt pass auf, wir schauen uns jetzt da Battle Brothers Trailer. Und den, ich kenne das Spiel. Nicht so, es ist ein Strategiespiel, es ist ein Roguelike, RPG, Open World, Sandbox, Geschichten erzählendes Spiel wird Rimworld so ein bisschen mit Looten und Leveln und alles, was dazugehört. Und das Allerwichtigste ist, was wir uns jetzt da anschauen, wir lassen uns nicht von der Grafik abschrecken. Ja? Wir haben gerade mit einem Spiel aufgehört, wo wir wissen, dass das it's true. Es schaut oberflächlich sehr einfach und simpel aus, ist aber ein unfassbar tiefes Strategiespiel. Und das muss ich euch aber erklären. Ja? Da muss man, ich glaube, das Spiel funktioniert nicht, wenn du nicht weißt, wie das Spiel funktioniert im Hintergrund. Alles, was du sehen wirst, analysieren wir den Trailer. So, YouTube-Videos schauen, Monitor ganz. Ist da irgendwas, was die Sau nicht angeht? Nix angeht. Nö, machen wir Vollbild. Brauchen wir einen Ton auf. Monitor ganz. So. Also, Achtung. Ich bin ja kleine Mini-Bierger. Was ist jetzt da? Bildschirmaufnahme. Was Bildschirmaufnahme? Du jetzt mal, was ist denn das für ein Cast da? Was ist denn das? Warte mal. Thematisch. Doch. So? Okay. So, jetzt bin ich bloß unschlüssig, ob das auch das richtige Format ist, weil ich das jetzt von meinem etwas exklusiv Behind-the-Scenes-Footage. So schaut mein zweiter Monitor aus, wie das, was ihr da gerade gesehen habt. Das ist halt mein OBS. Ich habe einen Chat da, ich habe da Nations da, ich sehe mich selber und ich habe da ein paar Einstellungen, das war's. Computer sagt, nein, so, jetzt mache ich mich da mal ein bisschen größer, damit man da aber sieht. Hört ihr aber? Ich hört's mir, ja. Ich hab das, weiß ich nicht, ich hab diesen Monitor ganz Szene, die habe ich nie wirklich Cam, da haben wir Alerts sind auch irgendwo am Arsch der Welt da unten. Die haben jetzt da auf Logo, ist egal. So, also, jetzt mal so. Bevor Sie jetzt leider verpissen, wir unterhalten uns jetzt noch ein bisschen, was wir die nächste Woche tun. Leave a Like und Küsschen aufs Nüsschen. Schauen wir uns mal den Trailer. Ich kenne den Trailer auch nicht, ich weiß nicht, was da. Das ist der Artstyle vom Spiel. An ambush. Brigands descend upon the company and butcher most of the men. You are left in command now, and you order a hasty retreat to save what few men remain. Your employer promised riches to slay the brigand leader,
So you hire a few farmers reeking of dung and urine and thrust spear and shield into their calloused hands. Ich kriege irgendwie schon wieder Gänsehaut von dem scheiß Soundtrack im Hintergrund. The brigands have archers, so you order your men to stand fast, raise their shields, and advance slowly. You lose a good man, but this wins you the battle. Victorious, you take your pay to a larger city, expand your ranks, and acquire new steel and armor. You'll make this company known throughout the land. As you battle from the snowy north to the deserts in the south. Wir analysieren mal gleich, was man da alles sagt. Ich meine, ich kenne das Spiel, um was es geht. Ja, ein bisschen sagt man es schon. Aber ja. Your men gain experience, and you mold them into hardened mercenaries, each an expert for a different weapon. But as your ranks grow, so do your problems. One of your men, a drunkard, just lost his weapon. You have him flogged, so he never drinks again. But this leaves him bitter and frustrated. And then, a green-skin horde invades. As a tide of destruction sweeps over the land, there's good coin to be made for a mercenary company such as yours. Fame and fortune await. So. Ich kann nur verstehen, ich war nämlich genau der gleiche. Ich habe das Spiel damals mindestens ein Jahr oder zwei angeschaut und immer ich habe dann das gesehen, ich habe die Screenshots gesehen und mir gedacht, es schaut so billig aus und komisch und ich weiß nicht und dann hab ich gesehen, wie viel, da habe ich mal was angeschaut und habe es dann einfach einmal ausprobiert. Und ohne Scheiß. Am Anfang denkst du so, Alter, was ist das? Du laufst mit dem einen, also von vorne. Gehen wir mal den Trailer durch. Das Spiel hat so Artworks immer mal, schaut so aus. Grundlegend. Kämpfe, das ist einmal das Wichtigste. Es heißt Battle Brothers, weil du so einen kleinen Squad an Soldaten hast und jeder einzelne davon levelt. Und Kämpfe schauen so aus. Haben Rundenstrategie, erst die eine Seite, dann die andere Seite. Und man prügelt sie da halt über den Haufen und wenn deine Battle Brothers sterben, sind sie tot. Und die Krux draus ist, jeder Einzelne levelt, jeder Einzelne hat einen Namen, jeder Einzelne hat verschiedene Skills, Perks und so weiter, wo du auf den ersten Blick dir denkst, ja, das ist gut, du hast da ein paar Punkte rein und da ein paar Punkte rein und das fixt die an. Gehen wir mal weiter. So schaut es dann aus. Da ist zum Beispiel der Falk, der ist gerade dran. Jeder einzelne von den Menschgeld, die du hast, hat verschiedene Werte, ja, da wird viel geminmaxed, nennt sich das. Das heißt, dass du wirklich das Letzte aus deinen Menschgeld da halt rausholst. Gehen wir mal weiter. Dann, so schaut der Kampf aus. So schauen Dialoge aus. Also du rennst da auf so einer Open World umeinander, ja, wie man da im Hintergrund sieht. Es schaut ja grafisch alles sehr simpel aus. Zeigt man das vielleicht irgendwo besser? Warte mal, wo das Fenster vielleicht noch nicht off ist. Zeigt man wahrscheinlich nachher noch. Jeder einzelne von deinen Battle Brothers, siehst zum Beispiel da unten, da sind jetzt 5 nebeneinander. Du hast einen ausgewählt, der hat ein Inventar, der hat verschiedene Waffen. Aus den Waffen ergeben sie Fähigkeiten, die du während dem Kampf einsetzen kannst. Ist halt rundenbasierend. Und hat ein Netz, wo jemand fangen kann. Hat eine ganz einfache Rüstung an. Jeder Battle Brother hat so Perks. Das ist jetzt zu viel zu mir erklären, was die verursachen. Das hat dann mit den Werten da hinten zum Tor. Und um die dreht sich alles. Ja, Nahkampfwert, Fernkampfwert, Nahkampfverteidigung, Fernkampfverteidigung, Initiative, deine Moral, deine Helmrüstung, deine Brustrüstung, dein Leben, dein Fatigue, einer der wichtigsten Werte. Das ist die Erschöpfung. Lauter so ein Scheiß. Und jeder einzelne Mist wirkt sie auf diese Werte aus und so weiter. Der Sprecher schreibt, hat das deutschen Text, sonst jammern es alle wieder bei den Dialoge. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile auf Deutsch gibt. Es ist halt Englisch. Ich werde es euch dann schon übersetzen. Ja? Und wenn einmal es kommen nicht viel Dialoge vor, sagen wir es so. Du rennst halt da umeinander
So schaut das aus. So startet zum Beispiel ein Kampf. Du rennst zum Beispiel auf der Open World, rennst du in so gegnerische Diebe, nennen wir es jetzt einfach mal eine, und dann musst du die da umprügeln. Und so schaut der Kampf aus. Das ist mit Hexagons, glaube ich, sind es, oder? Ja, das sind Hexagons. Und du kannst dir bewegen, zuhauen, Shieldwallen, schießen, was weiß ich, was alles für ein Kack. Und grafisch, ich finde das eigentlich grafisch sehr cute, weil du jedes einzelne Rüstungsteil, jede Waffe, jedes Schädel, jeden Helm und so weiter, sägst du an deine Models, und das muss nicht besser ausschauen für eine Rundenstrategie. Ja? Ja, und dann wird einer umgebracht, der liegt dann da. So, und so, ich lasse das mal noch mit ein bisschen weniger Sound laufen. You take your pay to a Wieso sagt man das aber bloß so kurz? Warte mal. Da, so. Genau. victorious. You take So bewegst dich du da durch die Open World, da sind Berge, du bist dann langsamer, in die Berge drin kämen andere Viecher, also es gibt nicht bloß Diebe und andere Menschen, es gibt auch Orks und es gibt Untote und es gibt Beasts und lauter so ein Scheiß. Und dann gibt es verschiedene Städte und verschiedene Häuser, wo du Ruf farmen kannst. In den verschiedenen Städten gibt es dann verschiedene Häuser, wo du deine Sachen verkaufen und kaufen kannst, wo du neue Battle Brothers rekrutieren kannst. Lauter so ein Scheiß. Also es ist nur an der Oberfläche kratzen. Ich kann das nicht erklären, da musst du halt mit einwachsen. Ja, so schaut dann das Inventar aus, wenn du Gegner zusammenhaust, die lassen natürlich Loot fallen, Waffen, Rüstung und so weiter. Und das Ziel ist halt immer stärker zu werden. Jeder einzelne von deinen, der hat schon ziemlich viele Battle Brothers da drin stehen, eine ganze vordere Reihe und 3 dahinter. Und jeder einzelne levelt und kann individuell, wie soll ich sagen, gelevelt werden halt einfach. Der eine ist Fernkämpfer und hat ganz andere Werte wie der andere und Skills und Perks wie der andere. Dann hast du Tanks mit einer Zweihandwaffen oder Tanks im besten Fall wahrscheinlich. So genau weiß ich es halt auch nicht. Ich hab's relativ viel gespielt. Ich sage mal, weiß ich nicht, 100 Stunden. Damals vor Jahren, aber 100 Stunden ist in so einem Spiel halt einfach nix. Und so schaut die Weltkarten aus. Es gibt ja verschiedene Fraktionen, für die du dann Quests machen kannst. Und dann bei denen beliebter wirst und dann musst. Lauter so ein Scheiß! Ja, da rennst du wieder umeinander, bist in Sonnheim und hast du der Quest genommen, guckst wieder umeinander. So schaut der Level-Up aus. Das wird dann gekreuzt, das erkläre ich dann, wenn es soweit ist. Haben wir wieder beim Inventar, der hat schon ein bisschen eine bessere Rüstung, eine richtig eine dicke Waffen, ein dickes Schädel, eine Zweitwaffen und lauter so ein Kack. Ein Haufen Perks da herunten, das sind seine Fähigkeiten, Rundumschläge und was weiß ich, was alles für ein Kass. Ja, das ist ein bisschen ein weiterentwickelter Squad mit dickerer Rüstung. Das sagt man halt auch sofort. Und das fixt so. Das fixt so hart an, Alter. Ich hab so hart Bock drauf und darum werden wir es einfach spielen. Das werden wir dann schon merken. Ihr schaut euch das einmal an, ich versuche zu merken. Ich werde viel labern. Ja, da wird der Quasi-Counter wieder durch Decken gehen, Herr Wulfeck. Zumindest von den Sachen, wo ich Ahnung, wo ich meine, ich habe einigermaßen, ich weiß, was ich tue und sage, aber 80% von dem Spiel weiß ich halt auch nicht, ich bin nicht der absolute Min-Maxer. Aber vielleicht wären wir dazu. Was haben wir da? So schauen die Quests aus und es gibt so Random-Events, die mittendrin passieren, die lese ich dann einmal auf Englisch vor, ich übersetze euch dann sinngemäß, soweit ich überhaupt übersetzen kann und dann wird das schon, also lasst euch eine vom Englisch abschrecken. Außerdem glaube ich, gibt es eine Deutschtext-Mod. Muss ich schauen, wenn es die natürlich gibt, wird installiert. Ja, da rennt er wieder umeinander. Dann auf der Welt passiert alles in Echtzeit. Ja, also du rennst da umeinander, du kannst natürlich auf Pause drücken, aber da rennt alles auf Echtzeit umeinander. Und dann kämen zum Beispiel irgendwelche Ork-Gruppen, die da umeinander laufen und überfallen die Stadt. Dann kriegen die Stadt einen bestimmten Status, zum Beispiel raided. Also überfallen und niedergebrannt. Dann kannst du denen voll teuer Holz verkaufen. Also du musst nicht immer kämpfen, du kannst sogar nur handeln. Gut, dann kriegst du keine XP, also keine Erfahrung und du levelst nicht. Aber ist egal. Und lauter so ein Scheiß. Da wird gegen Orks kämpft. Da wird gegen Goblins kämpft. Battle Brothers. Für das gibt es mittlerweile auch 4 DLCs, glaube ich, oder 3. Die habe ich nicht. Die werde ich mir bis dahin noch dazu kaufen. Die werde ich mir wahrscheinlich morgen kaufen, sage ich, oder am Freitag, wenn ich dann Zeit habe und Bock auf Spielen habe. Ich werde Offstream spielen, aber eine andere Kampagne. Mit euch werde ich ganz normal spielen. Also mit mehreren Brothers und so weiter. Das erkläre ich dann, wenn es soweit ist. Was sagen wir da dazu? Rundenbasierendes Elden Ring. Spore kann man auch spielen. Gibst du jetzt auf Spore, Alter.
Von mir aus kannst du eine neue Abstimmung starten. Vielleicht sollten wir jetzt eine neue Abstimmung starten. Nochmal zu dem. Was sagen wir da dazu? Vielleicht habe ich jetzt ein paar Leute überzeugt. Ich dachte, ihr habt aber auch immer noch nichts gesehen. Aber zumindest einen groben Punkt. Und es ist immer der Nervenkitz, es gibt einen Iron Mode. Ist geil. Bedeutet, theoretisch kannst du ja ständig speichern. Ne? Und wenn dann in einem Kampf einer von deinen Bros stirbt, ladst halt nochmal und probierst es nochmal und schaust, dass das sind jetzt 5 Noob-Sekunden, ich meine, das muss ja nicht jeder wissen, was das bedeutet. Ladst rein, machst den Kampf nochmal und dass er halt dann nicht stirbt. Es gibt aber einen Iron Mode. Das bedeutet, es gibt nur Autosave. Das heißt, du kannst selber nicht speichern. Was passiert, passiert und ist passiert. Ich weiß nicht, was wir uns trauen sollen. Ich sag das ganz ehrlich, das kann doch den Stream kaputt machen. Müssen wir komplett von vorne fangen. Aber es war halt auch ein ganz anderes Level an Nervenkitzel, was für Kämpfe du eingehst und welche nicht und so weiter. War auch cool. So, jetzt pass auf. Jetzt muss ich bin zu blöd, dass ich meinen eigenen Stream finde. Kruzifix. So. Halt die Schnauze. So, Umfrage beenden. Ihr könnt ja eure Umfrage oben nicht mehr ändern. Ich mache jetzt dieselbe Umfrage nochmal. Wir waren jetzt, warte, wir halten fest. Ich schreibe es in den Chat rein. Zack. Das war das Ergebnis. Vielleicht konnte das einmal jemand kopieren. Wir machen nochmal. Umfrage starten. Frage stellen. Battle Brothers nächsten Mittwoch Bock? Fragezeichen. Ja und nein. Wer jetzt noch sagt, was ist das, dem hau ich noch keinen Nosch. So. Umfrage ist gestartet auf YouTube. Es war eigentlich einmal geil, wenn es da ein Tool geben darf, das man automatisch im Stream. Dann muss ich mir das wieder selber programmieren, sage ich das. Richtig. Ah ja. Ja, lassen wir es mal kurz laufen, wir unterhalten. Jetzt sollen 95% sagen, was ist das? Ich habe die Option nicht gestellt. Der Genius schreibt noch, hat ein bisschen was von Europa Universalis 4. Das habe ich nie gespielt, weiß ich nicht. Aber ja, also du kannst da keine Gebiete einnehmen und so, aber du kannst dir halt dann später so eine Fraktion auch anschließen. Es gibt dann auch Endgame-Events, wo dann eine Ork-Horde das Land überfällt, eine Untoten-Horde das Land überfällt. Und also es ist unfassbar komplex. Das kann ich ja in die ersten 2 Streams nicht erklären, was alles da dahinter steckt. Ich kenne auch nicht alle Mechaniken. Weiß der Teufel, was sie alles geändert hat. Da haben 3 DLCs heraus für das Ding. Vollwertige DLCs, wohlgemerkt. Mit neuen Rassen, neuen Klassen, neuen Waffen, Rüstungen, Gebiete, Perks und Scheiß und Klump. Ich hab so Bock auf das Spiel, Alter. Das ist ja schon fast nicht mehr der Bock, nicht selber aufzufangen. Aber ich bin ja schon den Kompromiss eingegangen, ich werde offstream anfangen, mein Spielstand, und da was anderes spielen, was wir mir dann im Stream machen. Damit ich mir selber die Laune nicht verdirb. So. Austrian! Ich druck wohin, natürlich kommt gerade die scheiß Abstimmung und ich druck nein, ich war aber dafür, dass wir spielen. Alter. Ja, das ist dumm. Das ist jetzt scheiße gelaufen. Okay, wir haben 200. Lass mir die Abstimmung noch laufen bis um 10 noch. Bis um 10 nach 10. Bora Bayer, merci für. Weil ich keine mit Donations gelesen, die ich alle übersehen habe. Bora Bayer, merci dir. Ich wäre für Anfang mit Speichern, mehr Risiko, mehr Fun. Aber mit Speichern ist weniger Risiko, weil ich jetzt mal wieder laden kann und von vorne und an dem Sturm. Dafür muss ich mich selber aber vorher ein bisschen einspielen. Ja, also ich gehe nicht komplett ahnungslos, das letzte Mal gespielt vor 4 Jahren oder so, in das Spiel, ja, Iron Man, blub, 2 Runden haben wir tot. Oder ein Stream und jeder hat voll Bock, jetzt sind alle tot, jetzt müssen wir von 0 anfangen. Das war bitter. Das muss ich mir überlegen. Das entscheidet dann mein Bauchgefühl, wenn wir nächsten Mittwoch höchstwahrscheinlich damit anfangen. So, nochmal. Wir haben noch über 900 Leute darin und haben bloß 234 Stimmen im YouTube-Chat. Ihr geht jetzt in den YouTube-Chat, ganz oben ist eine Abstimmung. Wenn der da nicht ist, dann aktualisiert einmal die Seite oder auf eurem Handy, ladet einmal rein. Und dann sagt ob wir nächsten Mittwoch Battle Brothers spielen oder nicht. Wirst du eigentlich Ark 2 dieses Jahr testen? Auf überhaupt keinen Fall. Wenn ich unfertig, das kommt genauso unfertig wie das erste, und wenn dann schon DLCs kommen für ein unfertiges Spiel im Early Access, dann krieg ich's Katz, die kriegen von mir keinen Cent Geld, die Typen. Ich möchte nicht auf Nein drücken. Nicht, um Gottes Willen. Wir haben 250 Stimmen, 75% sind auf Ja, 24% auf Nein. Ziehst du mal noch ein paar ab, weil wir weiß, wer nur auf Nein drückt oder aus Versehen. Gut, vielleicht haben wir aber auch ein paar auf Ja drückt aus Versehen.
Aber mit 75%, ja, das machen wir. Vielleicht kann ich aber auch bloß unfassbar gut verkaufen, keine Ahnung. Aber ich hab hart Bock. Ich hab hart Bock und normalerweise taugt es euch dann meistens. Auch. Schauen wir mal. Es ist ein sehr spezielles Spiel, das muss ich dazu sagen. Was hat denn das Bewertungen auf Steam? Battle Brothers. 16.700 sehr positive Bewertungen. Da darf ich mir jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, das sind nicht wenig für so eine Art Spiel. Für das, dass vorher noch 80% da herin gesagt haben oder 60 oder 70% gesagt haben, was ist das? Ja, das sind einfach die ich habe es im Discord geschrieben, das sind diese Indie-Spiele, die halt unterm Radar fliegen, die ich gern spielen darf. Weil sowas einfach richtig Bock entfachen kann, wenn wir es schon ein paar Mal gehabt haben. DayZ, Tavern Master, wo wir mit Leuten alle spielen. Was haben wir noch gehabt? Transport Fever, etc. Und sowas ist es auch. Was kostet das? Das kostet auf Steam aktuell 28 €. Das ist ein bisschen viel, sag ich bitterböse ehrlich, und das ist ohne DLCs. Kostet aber, glaube ich, auf MMOGA kostet 14 oder 15 ohne DLCs. Mit alle DLCs, glaube ich, 40. Muss ja nicht sein. Ja? Und wie gesagt, lasst es erst mich spielen, schaut es euch an und schaut mir eine Zeit zu, nicht nach 10 Minuten, ja, das ist geil, der ist voll begeistert, das muss gut sein und blub, sondern einfach anschauen. Einfach anschauen, bevor es wieder alle eskaliert. Und falls schon dabei seid, das bei MMOGA zum Kaufen gibt es halt noch den Code BIERGEI, dann habe ich sogar noch was davon. Achtung, Werbung. So. Nein, ich werde dafür nicht zahlt von Battle Brothers, dass es feiert. Ich feiere es halt auch unbewusst, weil noch habe ich nicht gespielt in den letzten 4 Jahren. Herr Baumgartner wird bei dem Game fast jetzt mit erwischt. Nasenbohrer da. Oder Nasenbohrern, die da nicht. Aber Land einnehmen ohne Nasenbohrern geht eigentlich eh nicht. Man kann kein Land einnehmen, in dem Sinn. Du kannst bloß so andere Battle Brother Gruppen, die umeinander fahren, eine Zeit lang aus einem bestimmten Gebiet im Prinzip vertreiben. Anders kann ich das jetzt nicht beschreiben. Und du kannst die so am Haus anschließen. Da hast du diese Symbole da gesehen, diese Fraktion, die kannst du halt anschließen und dann führst du automatisch Krieg gegen die anderen und lauter so einen Scheiß. Da ist aber lang hin. Hast du schon mal Oxygen Not Included gespielt? Nein. Ich hab's aber schon sehr lange auf der Liste, das mir auszuprobieren. So. Mei zur Not spielst du halt einen Bus-Simulator, ETS2 etc. und vergleichst die sauber. Jetzt sowieso auf der Liste. Was? Jawohl. 300 Stimmen, 76% haben Bock, ein paar haben keinen Bock. Man, ich kann es nicht immer in jedem recht machen. Nochmal, wir spielen am Montag DayZ, Mittwoch Battle Brothers. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Da könnt ihr übrigens auch wieder mitmachen. Jeder Battle Brother kriegt natürlich einen Namen aus der Community. Vielleicht machen wir auch ein bisschen. Was soll ich sagen? Machen wir ein bisschen. Die Community. Wir könnten mal probieren. Da brauche ich, das müsstet ihr mir heute selber schreiben. Jetzt pass auf, voll die gute Idee. Sodass ihr die Community spielt. Ich kommentiere und führe bloß aus. Und zwar so, wenn so Aktionen bevorstehen, was wir da sollen. Und ihr könnt sehr schnell A oder B abstimmen und das wird auch im Stream da angezeigt und so. Gibt's sowas? Das wäre voll geil. Also es dauert dann wahrscheinlich, also ein Kampfrunden wahrscheinlich 4 Stunden, aber das ist ja egal. Die Community entscheidet, was wir tun. Soweit bin ich nicht, dass ich da selber einen Bot schreibe, ich habe mit Sicherheit schon mal jemanden gesehen, Twitch Plays Pokémon und so, da wo Chatbefehle den Figur speichern und so, da kriegst du einen Schlaganfall. Aber ja. Und ihr spielt's und ich kommentier's bloß und mach dann ich brauche halt ein System, wo ich ganz schnell eine Umfrage machen kann. Es muss ja gar nicht viel sein. Ein einfacher Satz mit 6 Wörtern, damit man weiß, um was das geht. Ja, ich stimme da beim Richtigen ab. Und dann einfach mit Ja, Nein. Oder halt Option A, B, C. Irgend sowas. Bigger reacts to Chat Plays Battle Brothers. Ich werde mir mal Gedanken. Das Problem so ein bisschen ist, nächste Umfrage. Wenn wir schon dabei sind. Einfach weil es mich interessiert. Schließen. Wieso kann ich jetzt. Gut, das kann ich in der Analytics auch auslesen. Sehr viel Leute, glaube ich,
schauen mit dem Handy zu. Da ich mein Handy nicht so viel benutze, ich bin quasi ein Handytrottel, stell mir das immer relativ umständlich vor, wenn du YouTube verlassen musst oder Twitch verlassen musst, um eine Abstimmung zu machen. Also du musst ja zwangsweise dann, wenn ich das Ding selber baue, auf eine Internetseite und da die aktuelle Abstimmung, ja, nein, blablabla. Da ist zum Beispiel jemand, der schaut mit Handy und TV, dann kannst du theoretisch die Abstimmung an deinem Handy machen und schaust halt zu am Fernsehen. Die Abstimmung fährt trotzdem und da werden keine Daten von euch nicht erfasst oder sonst was, sondern einfach nur das wird einmal erfasst, die Abstimmung, und du kannst halt nicht öfter drucken. Ganz einfach. Das ist, naja, anhand von was macht man das? Anhand von einem Cookie oder irgendwie so. Oder Entscheidungen in DayZ. Schnell so. Wo gehen wir hin? Die steht oder die steht? Dann möchte ich wirklich da ein Textfenster haben auf meinem zweiten Monitor. Ich tippe das da ein. Option A, Ratzgujow. Option B, Fischen geh. Umfrage. Dann lädt das bei euch sofort automatisch rein und du kannst drucken. Es läuft der Timer, 60 Sekunden meinetwegen, wenn die abgelaufen ist, das ist das Ergebnis. Wird im Stream da angezeigt, automatisch ein. Das war eigentlich, sowas müssen die immer mal bauen. Was ist Kahoot? Ist Kahoot sowas? Was ist ein Kahoot? Spielepin? Was ist ein Kahoot? Geht das so leicht? Ja, so leicht geht jetzt nicht, aber es ist jetzt auch kein Todesprojekt. Umfrage mit Strawpoll. Mal schauen, Strawpoll. Hier deine Frage, Antwortmöglichkeit, andere privat, nur per Direktlink. Ja, dann erstelle ich das wieder, dann muss ich den Link wieder teilen, dann muss ich wieder bla. Ich hätte das volle Programm gern. Ich hätte gern automatisch einen Twitch-Bot und einen YouTube-Chat-Bot. Muss man machen können, gibt's nicht, der euch dann den Link zur Umfrage da einer post automatisch mit einem Symbol schön, damit man das schön sieht. Ihr könnt draufdrucken, eure Internetseiten geht auf, du kannst sofort abstimmen, machst es zu, bist zurück im Stream. Und ich habe ein Textfeld, maximal 5 Antwortoptionen, Druck auf Erstellen, es wird automatisch in den Chat einer Post, es wird automatisch da im Stream irgendwo angezeigt, da kommt dann schön optisch natürlich und man sieht live die Abstimmungen. Wie viele Abstimmungen, wie viel Prozent, was passiert und ein Timer, der oben läuft, 30 Sekunden Standard halt oder so, dass es nicht zu lang dauert und wenn dann die Antwort drin ist, die ist dann drin und das wird da. Eigentlich eine gute Idee, oder? Das ist eigentlich eine gute Idee. Mal schauen. Fischstäbchen fragt mich, was glaubst du, was das beste Spiel 2023 wird? Nein, das ist ja da sehr viel persönlich. Ich habe so viele Hoffnungen auf Diablo 4, das kannst du dir nicht vorstellen, aber das ist ja auch ein spezielles Spiel. Ich glaube, dass Game of the Year dieses Jahr könnte Starfield werden, könnte Hogwarts Legacy werden, das sind so, glaube ich, die Anwärter drauf. Was kommt denn sonst noch so? Weiß nicht. Neu in Season 6 Zuschauerinteraktion. Ja, aber ich werde mir das halt selber bauen. Ja, und dann verkaufe ich die anderen Streamer gegen 5 Euro im Monat. That's the plan. Ja, das ist so ein Drum für Schüler, aber da musst du das Quiz zuerst machen, das ist ein Scheiß. Ja, aber theoretisch ist Strawpoll schon richtig, aber das ist sauber zu mächtig. Da steht lauter, weiß ich nicht, da auf Deutsch, Englisch, Französisch, Strawpoll, erstelle deine Umfrage in Sekunden mit einer Überschrift, ist so krass. Das interessiert mich alles nicht. Es dauert zu lang. Ich brauche das bei mir im OBS klein und kompakt. Zack, das ist automatisch reloaded, easy peasy. Ja. Und im Hintergrund speichert ihr die Umfragen mit, was für Spiel und so weiter. Das können wir uns am Jahresende anschauen. Dann erinnern wir uns wieder zurück. Ist sicher auch cool. War cool. Das ist eine coole Idee. Das, schauen wir mal. Vielleicht hat sich leider Gottes der Stream am Wochenende gerade in die Luft aufgelöst. Dann wisst ihr, was ich tue. Ja, ich freue mich auch schon auf Diablo 4. Jawohl, ich auch. Angeblich soll GTA 6 im November kommen, glaub's aber noch nicht. Glaube ich auch nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Also gut. Oh, Star Wars Survivor, richtig. Das, ja, da war der erste Teil auch richtig gut. Der könnte auch gut werden, ja. Jetzt passen wir auf, ich habe einen Plan eingeschrieben. Was ist ein Plan? Das ist einfach bloß eine Liste, wo so viele Spiele demnächst kommen. Wir werden. Also, Hogwarts Legacy kommt am Freitag, den 10. Februar. Das heißt, wir spielen das am 13. Februar. Das ist ziemlich genau in 4 Wochen. Außer es wird nochmal verschoben. Kann ja passieren. Dann haben wir auf alle Fälle was zum Tun.
Dann kommt Anfang März, the day before, wie ihr kauft das Spiel. Ich werde es mir kaufen, ich werde es mir anschauen, ich werde es euch präsentieren und dann entscheidet selber. Pitt! Vor die Hand! Merci für die Mitgliedschaft. Küsschen aufs Nüsschen. Ab in den Chat habe ich Pitt, ist ein neues Mitglied. Merci für die Mitgliedschaft. Dann kommt am 3. März kommt der Last of Us für den PC. Das werde ich endlich nachholen. Haben wir schon ein paar Mal geredet. Jetzt habe ich es 10 Jahre ausgesessen. 10 Jahre. Na, Schluss jetzt! Breitis! Discord! Abstimmungen! Das war auch noch eine Überlegung, ob man diese Abstimmung dann gleich mit ins Discord integriert. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Discord-API ist, glaube ich, nicht so einfach aus dem Handgelenk zu schütteln. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ein Twitch- und ein YouTube-Chatbot einfach zum Machen ist. Glaube ich nicht. Aber zur Not bin ich der Chatbot. Ich habe ja da auch ein Restream, da wo ich automatisch eine Nachricht ganz furchtbar einfach in beide Chats gleichzeitig schicken kann. Also irgendwie muss es gehen. Wenn es die hinkriegen, dann kriege ich sie auch hin. The Last of Us, dann kommt Mitte März kommt Jedi Survivor und Ende März kommt Resident Evil 4. Das heißt, wir haben dann wieder einen Haufen Spiele gleichzeitig, mit denen wir uns bis in April, Mai hinein beschäftigen werden. Manche Leute sagen, dass Starfield im ersten Quartal kommen soll. Microsoft und Bethesda plant, soweit ich gehört habe, am 29. Januar, Ende Januar auf alle Fälle, also ziemlich bald, in 2 Wochen, einen Showcase mit Bethesda und noch irgendwas, ganz speziell. Und man mutmaßt halt, dass da der Release-Termin für Starfield freigegeben wird. Wer nicht weiß, was Starfield ist, das ist der geistige Nachfolger von Skyrim und Fallout. Das erste Mal seit 20 Jahren eine neue IP, ein neues Universum aus dem Hause Bethesda, die vorher nur Skyrim, The Elder Scrolls und Fallout gemacht haben. Und natürlich haben dort Leute Bock drauf. Das ist ja auch klar. Ich auch, um Gottes Willen. Ein absoluter Fallout-Fanboy. Her damit. Werden wir spielen. Sicherlich werden wir das spielen. Das ist übrigens auch schon wieder so ein bisschen ein Anwärter drauf. Ja, streamen wir ein Wochenende durch. Weil da sechst du nichts in dem Spiel. Was haben denn da 2 Stunden nichts? Da bin ich einmal durch die Hauptstadt gegangen und dann sind 2 Stunden vorbei. So. Darf man fragen, wie du den Chat für beide Plattformen zusammenfügst oder geht das mit Restream? Ist bei Restream eine Web-Oberfläche dabei, die kannst du dir in OBS einbinden und ich habe eine, so wie du das da siehst. Das ist das gleiche, was ich da vor mir sehe, bloß habe ich nur eine Chatzeile unten drunter, wo ich zum Beispiel einschreiben kann, Pipi, Kaki, Würstel, Nice. So, und dann kommt das da. Siehst du das? Sehr schön. So, jetzt ist 10 vor 11. Ich wollte eigentlich um 10 Uhr furzen. Warum? Weil heute war WoW Weekly Reset und ich muss jetzt spenden. Solange ich noch wach bin. So, Freunde der Sonne. Ich bedanke mich ganz furchtbar. Ich und die Busenbude und die Bukake-Bude auch bedanken uns ganz furchtbar herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bevor es ihr euch wieder schleicht, Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen, wer es noch nicht tut, das darf ich sowieso nicht verstehen. Am Sonntag kommt eine neue Folge Podcast. Das kriegt jetzt leider, das habe ich wieder vergessen. Das kriegt jetzt leider bloß wieder der Hardcore-Kern da, der immer noch da ist. Aber auf dem neuen Kanal Speziwirtschaft, den musst du da musst du ein Abo draufhauen. Egal, kommt eine neue Folge. Und, was auch noch kommt, morgen, sehr sicher morgen, kommt ein Kruzifix. Das kam jetzt unerwartet, gell? Also der Kruzifix kommt spontan. Um was das geht, sage ich euch nicht. Das seht ihr dann. Wenn ihr es euch nicht anschaut, kriegt ihr einen knockerten Arschkart. Wer hat Bock auf ein Kruzifix? Ab in den Chat. Ich rauche dabei. Wer weiß nicht, was ein Kruzifix ist? Hätte mich gewundert, wenn nicht! Hätte ich gesagt, was hat's das für euch? Haben wir mittlerweile die Community so drin, dass nur noch Stream-Interessierte da war. Hätte ich auch nichts dagegen, sage ich dir. Das ist nicht endlich eine Ruhe mit Videos machen. Ja, Freunde der Sonne, ich wollte da bloß einen Chat triggern. Was meinst du, was ich jetzt da außerlese? 111, Neues, war wie Albe, ein Gaudi, merci, Kruzifix, her mit dem Klump. Nein, nicht, es ist kein Kruzifix, es ist ein Kurzifix. Ganz wichtig, das ist neu. Ja, 2023 verlassen wir uns auf Kurzifix. Dafür kämen vielleicht mehrere. Dafür kurz. Dafür aber auch vielleicht ein bisschen besser als die ursprünglichen schon. Kann passieren. Vielleicht ist es aber auch ein Trap. Vielleicht ist es ein Trap. Aber wer weiß, das werden wir dann aus. Das werden wir dann analysieren im Stream im nächsten. Und jetzt schleicht es euch ins Bett.
Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Dank für die wundervolle Interaktion und für die Aufmerksamkeit, wie ich euch Battle Brothers gezeigt habe. Ich habe so hart Bock, das spielen wir nächsten Mittwoch, nächsten Montag spielen wir Daisy. Am Sonntag kommt Spezi-Wirtschaft Folge Nummer 13 mit der neuen Staffel, neue Themen, ganz was anderes, was wir die letzte Zeit so gemacht haben. Es schaut euch dann einfach an. Und morgen kommt relativ sicher, sehr sicher ein Kruzifix zu spät im Nachmittag, früher Abend. Und jetzt verpisst euch. Danke für die ganzen Donations. Ernsthaft, ihr seid lauter Geschubste. Danke an die ganzen neuen Mitglieder, danke an die alten Mitglieder und Triple F für die Mods. Und jetzt verpisst euch endlich, sonst kriege ich einen Schlaganfall. Ich verspreche nicht, dass wir uns am Wochenende sehen. Kann passieren, muss aber nicht. Ansonsten sehen wir uns am Montag und mit 2 Videos bis dahin und überhaupt sowieso. Und jetzt verpisst euch! Hoi! Hashtag Strapse, Hashtag Skibronstern außen innen. Habe ich dir.